Liegt denn da schon wieder ein Haar? Weiß ich nicht, da liegt da schon wieder ein Haar. Überall ist ein scheiß Haar! Weiß ich nicht, das ist so heiß, dass mir Tor ausfallen! Was ist denn das? So, Muse läuft, ist der mal auf Zeiten. Geht da schon irgendwas? Hab ich den Stream überhaupt richtig eingestellt? Ich weiß es nicht. Halt, nein, Schluss, aus, pfui, leg mir am Arsch! Holly! Übrigens, Birger, Montag, 20 Uhr, Stray! Miau! So, wir schauen mal aus, Kinder! Oh, lasst den lieben Herrgott beten, dass die 2 Stunden einigermaßen schnell vorbeigingen. Der Hörerin hat's eine Quintrilliarde Grad, Alter. Ich weiß nicht, der Frodo hat schon zum 4. Mal geklopft. Ich hab gesagt, jetzt hau endlich hart mit deinem geschissenen Drecksring. Den kannst du, weiß ich nicht, steck deinen Zipfel ein, damit das was wird. Jetzt kriegst du mir erstmal einen Haufen ein. Habe die Ehre an den Solar, an den Kleinen, an den Bugel, an den Nino, an den Co, an den White, an den YBO, der sich jetzt endlich auf Twitch wird einmal Zeit zum Umnehmen, Alter. An den Sprenger, an den Chickeleg, an den Flugbison, an den Medias, an den Dampfler, an den Rest, den Moderatoren, richtig, ja, deutsche Sprache, gute Sprache. An den Hunter, an den White, an den Assassins, an den Schleichi, an den Flugbison, an den Sepp aus Ming, an den Likens, an den Likens, was weiß ich, an den an den Bier McOne, an den Mike und an alle anderen. Was ist? Grüß Gott beieinander, wie geht's euch? Kruzifix, Alter. Ich hab so viel Arsch und Wammelwasser, Alter. Wir waren heute Nachmittag. Waren wir beim Späti. Lenzep! Wir sind hier! Aber der Bier geholzt, Fettaugen, mittleren Stream, Müllbar, Pilz! Für Teufel, Mocker, Pilz. Merci dir. Oh, 1 Minuten Stream ohne Donation ist da kaputt. Sprenge diese berechtigte Frage. Ihr müsst euch, ich habe gute Neuigkeiten. Ja? Schluss mit Donations, ich habe gute Neuigkeiten. Spart sich Geld. Das braucht's am. Trust me, das braucht's nächstes Wochenende. Ich miaue, wo ich will. Schluss! Ich miaue, wann ich will. Ich miaue, wo ich will! Ich miaue, wann ich will! So, ist richtig. Also recht, Tommy, merci wieder für 5. ThyssenKrupp. Können wir das Zimmer als Hochofen nutzen? Ja, das darf gehen. Ah, ich will mir jetzt da ein Stickerl aus meinem Bauch beißen, dann hätte ich ein knuspriges Wammerl. Einfach, auch bekannt als Biergas Instant Wammerl. Komm mal. Madame Mietz, Haarausfall kann eine Folge von der Covid-Infektion sein. Vergeht wieder. Außerdem sind 100 Haare am Tag ganz normal. Ja, es waren weniger meine Haare, das waren Haare vom Knädel. So, ich habe gute Neuigkeiten. Jetzt warten wir noch bis die Premiere da sind, weil sonst wieder aneinander gewarnt und heute ich habe nicht mitgekriegt und Opa! Wachsen die Schwammerl schon am Arsch? Noch nicht. Dafür habe ich es gut gewaschen. Wobei, heute habe ich mich noch nicht gewaschen. Ich sag das, was es ist. Es ist so sinnlos, wenn du gehst um 5 Uhr duschen, dann gehst du um 5 nach 5 gehst raus und 4 nach 5 kannst du wieder duschen. Das werde ich gepflegt machen nach dem Stream irgendwann um 11 Uhr. Da bringt es vielleicht ein bisschen was. So, es war übrigens auch zu heiß, um unsere Mitarbeit schon anzumalen. Es war einfach zu warm. Nein, vergiss es, es war einfach zu heiß. So, Insider-Informationen. Ich habe es euch versprochen, dass die Leute im Discord als erstes davon erfahren. Und sie haben als erstes davon erfahren. Wer es natürlich nicht mitkriegt oder wer meinen Server dann stumm schaltet oder sonst, dem kann ich heute dann auch nicht helfen. Aber, Schluss! Schulcreme Sepp! Katzenstrei, ja, das macht die Katze, geh. Miau. Why are you gay? Was willst du denn da jetzt damit? Auf der Bierbing steht ein kleiner Psoffener. Miau, miau, miau! Der Eselsbein. Miau, 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 miau! Voll bis Gott. Miau, 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 miau! wir werden nicht gescheiter. Vor der Sommer ist alles wurscht. Vor der Sommerpause ist alles wurscht. Wer war das? Marco! Welcome to the Squad. Merci für die Mitgliedschaft. Bussi auf Sussi. Leute, Schluss jetzt mit scheiß Donaterei. Sport euch die Kacke. Ihr braucht es am Wochenende. So viel wollte ich dazu sagen. Okay? Es ist soweit. Kappe sind da. Sie sind schon da. Habe ich letzte Woche schon gesagt. Ja, die wann haben sie gekommen? Ich hab weiß nicht, wann als sie gekommen Kappe Show, falls du das mohnst. Ja. Also nimm Asgois auf dein Bierkrüge. Das war nicht der Plan. 5 Nasen, Mann, merci dir. Du, der Buden Herbert, mir ist wieder ein Euro schwach. Was schwach? Dein Mann ist schwach. Meine Laster auf DSF. Was? So, Schluss jetzt. Also, nochmal. Kappe kommen am Wochenende. Ich kann bloß nicht sagen, in welcher Art und Weise. Ich kann vorher aber schon sagen, sie werden nicht reichen. Warum? Ich gebe euch jetzt einen super guten Tipp, damit so viel Fairness für alle gleichmäßig.
Geht's jetzt, wer uns haben will, ja, um Gottes Willen. Wenn ihr nicht wisst, um was das geht, das habe ich da oben. Muss ich schnell holen zum Herzahlen. Gria Style aus Österreich Retznet ZFÜ sich vor Lachen auf dem Boden wälzen. Was ist zu viel? Jetzt ist mir das andere einfach runtergefallen. So. Ja, wie? Ich habe eine Hose noch. Ich weiß schon, was. Da, es geht um das hier. Oh, das ist voll eingenautscht. Birger, was tust du mit deinem schönen Kappe wieder? Es geht um das hier. Ja, ist vor 2 Monaten erschienen, 2,5 Monate erschienen. Sie sind wieder da. Sie werden erscheinen am Wochenende. Jeder, der so eins haben will und letztes Mal keins gekriegt hat, und es geht ja da schon wieder. Wo? Oder wann? Besser gesagt nicht wo, sondern wann. Es gibt's wieder bei mir und es gibt's wieder bei Bavarian Caps. Es erscheint bei Bavarian Caps ein bisschen früher als bei mir. Warum? Weil es bei Bavarian Caps auf der Internetseite so eine Funktion gibt zum Vormerken. Das heißt, du kriegst eine E-Mail, wenn das Ding online ist. Und das ist jetzt der Tipp, den ich für alle habe. Jetzt gehst du auf die Bavarian Caps Seiten und registrierst die in dem gelben Ding. So, gehst du auf Bavarian Caps Seiten. Warte. Ich schicke euch einen Link. Gibst du ein Birger. So. Wunderschön. So. 2, 3, 4, 5. Das ist der Link zu Bavarian Caps. Es ist noch nicht verfügbar. Wird am Wochenende verfügbar. Irgendwann. Ich weiß nicht, ob am Freitag, am Samstag oder am Sonntag. Ich glaube, es ist aber nicht der Sonntag. Ich weiß es wirklich nicht. Ich muss noch mit ihm telefonieren. Ich sage jetzt aber einfach einmal, kann am Samstag soweit sein. Da ist ein gelber Button. Benachrichtigen, wenn das Produkt wieder verfügbar ist. In den letzten 2 Monaten haben sie da so viele Leute registriert, dass man, wenn das weiß, wer sie da nicht nur Trollos registriert haben, dann weiß ich jetzt schon, dass die Dinger nicht glauben werden. Warum? Weil ihr nicht ganz sauber seid. Das ist alles. Ich kann jetzt an jeden verstehen, der daheim hockt und sich denkt, ja Grützi, fix ihr scheiß Mongos, dann bestellt's halt mehrere. Haben wir auch gemacht! In den ersten 2 Wochen, wo ich euch darauf hingewiesen habe, in diese Vormerkung. So viel und mehrere haben wir kommen lassen. Und in den letzten 2,5 Monaten ist es halt wieder eskaliert, obwohl ich nicht drüber geredet habe. Was soll ich machen, Alter? Ich weiß auch nicht. Schön, merci für den Zwickel, Dragon, Burn mal. Ich lese gleich vor, merci für den Fünfer. Christi aus Österreich, red nicht zu viel. Du, ich rede immer. So viel ich rede, ich bin ja nur zum Schmerzen da. Dampfbladere. So. Dann wird es folgendermaßen laufen. Wir müssen mit Leuten nicht bescheißen. Ich jetzt Schnauze, jetzt Kruzifix! Der Smikey! Bürger SRY Hode letzten 3 Streams nicht gesehen wegen Urlaub. Das ist aber dann in der Maifälle! So. Smikey, merci für den 5er Bussi aufs Nussi. Ich weiß, wann sie online gingen. Muha, Mr. Katharsis, das darf mich jetzt aber stark interessieren, woher du weißt, wann die online gingen. So, es ist Zeit zum Server kaputt machen. Also, wird folgendermaßen laufen. Die Dinge kommen am Freitag, am Samstag oder am Sonntag. Wirklich ganz genau weiß ich es nicht. Bei Bavarian Caps kommen sie aber vermutlich schon Vormittag. Egal an was für einem Tag. Und dann kriegen die leider E-Mail, die sie da registriert haben. Gleiche Chance für alle. Es war einfach ein bisschen unfair für Leute, denen ich sage, registriert euch da und dann kommen sie alle gleichzeitig und irgendwie kriegt keiner was mit und so weiter. Kurz danach werde ich ein ganz kurzes Video veröffentlichen, da wo es heißt, hey, da, Kappi, wieder da, teile das überall, wo ich kann. Dann, ich weiß nicht, ob es dann sofort wieder weg sind. Ich gehe jetzt mal davon aus, weil sonst hätten sie nicht so viele Leute da registriert. Und sobald die wieder aus wären, nehme ich das Video wieder offline, weil es nicht anders hilft. Und beim 3. Mal, ich habe mit einer schon geschmerzt, wir können nicht abschätzen, wie viele Leute so eine scheiß Kappe haben wollen. Und dann werden wir es eventuell mit Vorbestellung machen. Das heißt, 2 Wochen lang wird in die Werbetrommel hineingeprügelt, hier so. Und dann könnt ihr das Ding vorbestellen und 2 Monate später, solange wie das halt die Nachbestellung dauert nun mal so lange, kriegt dann verdammt nochmal jeder eins, der sich eins bestellt hat. Anders können wir es nicht machen. So, wie spät ist es jetzt? 9 nach 8 Zeit zum Zocken jetzt. 4000 km/h, Gickel. Ich hab 4000 Grad Hose, Leute. Jesse schreibt, Birger, der Code in der Bar ist wirklich für den Safe in der Gassen. Was? Kann ich mir zwar nicht mehr erinnern, was drin ist, aber Wayne.
Im Ernst jetzt? Da waren noch viel mehr, also nicht, das wäre mir. Gibt's bei Bavarian Caps auch eine Autogrammkarten von mir? Ja, gibt es. Ich habe unfassbar oft meinen Namen geschrieben in den letzten Wochen, das habe ich einer zugeschickt. Ihr kriegt's bei Bavarian Caps genau das gleiche wie bei mir. Natürlich, da hat mich aber natürlich auch gefreut, wenn es bei mir dann auch noch jemand kauft. Und nicht bloß bei Bavarian Caps. Aber gut. Da sind schreibt Vorbestellung für die Super, dann Mo der Bürger, nicht Asling. Ich hab da kein Problem damit, das auszulegen, aber ich bestelle mir halt dann wieder zwingen. Wie lange sollten das Spielchen nur so weitergehen? Ich weiß es nicht. Kann man auch 5 Caps auf einmal kaufen? Würde es bei Bavarian Caps handhabt? Das weiß ich nicht. Wer bei mir, ich sag, bei mir ist es absolute Maximum 2 Stück. Wer mehr als 2 Stück bestellt, dem steht nie Bestellung. Werde ich auch noch in die AGBs einschreiben. Ja? Ist wichtig. Gleiches Recht für alle, außerdem, wer sich da 5 Kappe bestellt, ist ein absoluter Hurensohn. Im Vergleich zu anderen. 2 Monate ist das schon her. Müsste auch wieder laufen, sogar schon 2,5 Monate her. So, Schluss jetzt! Nein, jetzt kommt die ja wieder daher! Nein! Einen schönen Abend wünschen! An oben zwischen Ida und der Zuschauerschaft AF angniadlichen Stream. Mr. Austrian, merci as always. Zu dir sage ich schon nichts mehr. Auch wenn die letzten Male 2 Zeitl her, aber zu dir sage ich nichts mehr, weil es wurscht ist. Merci dir. Foxy! Mit Sivia! Katzen haben 19 Rückenwirbel. Mehr als Menschen. Also 19 Stück mehr als Menschen. Okay. Außerdem verbringen Katzen im Schnitt 6 Stunden täglich mit Körperpflege, also 800% Zusatzwert im Vergleich zu Menschen. Das ist richtig. Manchmal auch 8000% Zusatzwert. Sonntag, Ruhetag, merci wieder Euro. Hallo, miau, 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 miau. Hier Nachholsquad am Wochenende war langweilig. Darum habe ich ein wenig was aus der Vergangenheit geschaut. Freue mich schon auf Horror Oktober. Was für ein gelesen Wort. Was? Verstehe nicht. Tipp für 1000 Franken, miau. Merci dir. Das Mikey, den habe ich noch gesehen, oder? Habe ich nicht? Ja, doch habe ich. Schrö, der Bürger, wir waren heute in Minge im Sea Life und das Bürgerkappe war die ganze Zeit gut sichtbar dabei. Das wollte ich hören. Merci dir. Sapsen! Habe die UIL schöner Gruß an Frau Egger. Hashtag Bürger Bitches! Hat sie, ich glaube, ich hatte es aber nein, Bürger Bitches. Es hat schon einmal Bürger Bitches gegeben oder hat es die alten Bürger Bitches und jetzt sind wir wieder zurückgekommen. So, Schluss jetzt! Jetzt macht den. Dankeschön. Bussi aufs Nussi. Ist das eigentlich so schon sexuelle Nötigung, wenn ich bei den Bürger Bitches erstens Bürger Bitches sage und zweitens Bussi aufs Nussi? Weiß es auch nicht. Dann sage ich. Ein Topper auf Tipf. So, Topper auf Tipf! Das ist mit Sicherheit nicht sexuell. So. Sprechen wir. Es ist gescheiter. Haben wir überhaupt einen Ton? Habt ihr einen Ton? Hört ihr? Übrigens. Miau, miau, Motherfucker! Falls irgendjemand den Katzenbaum noch nicht kennt. Jetzt mal so. Wo haben wir überhaupt stehen? Wo haben wir stehen geblieben? Hört eigentlich irgendjemand meinen PC im Hintergrund? Ich hoffe nicht, der bloßt wieder, Alter. Fangen wir an! Die Slums, Teil 2. Eine Dreiviertelstunde haben wir da bloß gespielt. Was war denn da wieder? Mika, was auch so geschissen Dreckshose, oder? Weiß auch nicht. Der mal weiter. Tu ihm weiter. Was steht denn da auf dem Katzenband drauf? Miau Zetung vielleicht. So, schauen wir mal. Jetzt gehen wir mal durch. Hast du einen blauen Controller? JJ, ich habe einen blauen Controller. Das ist korrekt. Ein Xbox-Controller. So, jetzt müssen wir erstmal schauen, wo wir überhaupt haben. Warum geht noch nichts? Fortsetzen. Ja, was? Letzten Kontrollpunkt neu laden. Ah, fortsetzen. Was ist denn? Wieso kann ich nicht drücken, Alter? Was ist mit dem? Was ist denn jetzt wieder? Ah, was ist denn jetzt kaputt? Ah, es ist dieses komische Windows Gaming Ding. Ah! Was ist das? Tu das weg! Oh mein Gott! So, jetzt geht's auf einmal wieder. Das ist ein Eimer, der Eimer kann umgeworfen. Dann muss ich ihm nachlaufen. Ich weiß, was müssen wir überhaupt tun? Spring erst einmal da auf und hau in die Flaschen runter. Okay, bye! Jetzt schon wieder das B. Oh, da kann man was tun. Musik ändern. Geil! Hört man eine Musik? Ist die Musik so laut oder täusche ich mich? Ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht sicher. Wir müssen in Kanalisation, das weiß ich noch. Irgendwo war der Wächter, ist mir mitgeteilt worden. Wie tut man da jetzt gleich wieder laufen? Ist da der Wächter? Ist das der Wächter? Nein, das ist nicht der Wächter. Wo ist der Wächter? Ich weiß nicht mehr, wo der Wächter war. Da ist auf alle Fälle so ein riesen Garagentür. Das ist das erste Garagentür. Scheiße, wo deine Alten. Alter, wo gehen wir jetzt hin? Hallo?
Oh, der schaut aber nicht nett aus. Nein, da gehen wir nicht hin. Nein, Mietzi, da gehen wir nicht hin. Wo müssen wir hin? Was ist mit dem? Der schaut cool aus. Wer ist das? Hoffentlich lassen die Jungs nicht wieder einen Farbeimer fallen, sonst wird Cosma sauer. Boah, vielleicht die, du Kackfrisur! Oh, jetzt sind wir einmal sauber im Kreis gelaufen. Gratuliere, Herr Birger. Gehen wir mal da auf. Da geht's da oben. Ja, da schaut's gut aus, da schaut's gut aus. Geht's da? Irgendwo war dort Kanalisation, aber ich weiß nicht mehr wo. Du musst den Momo noch erinnern, das habe ich übersehen. Alter, was haben wir denn da? Stromkabel inspizieren. Hallo, ich bin der Kaufmann vom Markt. Du gibst mir etwas, ich gebe dir im Austausch auch etwas. So einfach ist das. Das ist ein Satz Stromkabel, das Beste auf dem Markt. Zum Tausch will ich dafür ein super Spiritus-Reinigungsmittel. Schenan Gruas zurück an de Frau Hacker. Und ja, wir sende OIDN Bürger B Sternchen TCHES Raute Delpa auf de Depp. Tapper auf Tipp. Paulina, merci. Du hast mich gerade erinnert, dass wir die Donation Sounds ausmachen müssen. So, Schluss mit Donation Sounds jetzt! Was ist denn da eigentlich? Wieso habe ich ihn da nicht umgeschaltet? Das verstehe ich gar nicht. So, danke dir. Schluss jetzt! Du sollst dem Typen folgen. Ja, das haben wir jetzt wohl oder übel, haben wir das übersehen. Ist das der? Ist das du? Ne, der schaut ja so aus, als der Petersee verkaufen. Ich weiß es auch nicht. Petersee! Ja, haben wir auch schon lange nicht mehr gehört. Und mit dem, das ist auch nichts. Ja, das haben wir jetzt wohl übersehen. Wo ist der? Oh, da geht's oben. Ich glaube, da geht's oben. Steht da nicht irgendwie irgendwo, wo sie da soll oder so? Nein. Oh, Zeit für Papiertüten! Miau. Oh. Ja, geht schon so einigermaßen. Oh, geht schon. Jetzt tut die scheiß Tüten da. Ich geh mir überhaupt nicht mehr aus. Hör auf jetzt! Du hast jetzt die Tüten nochmal oben? Ja, doch. Der Zugang zur Kanalisation ist aufgrund der Verbreitung von Zergs verboten. Bleiben Sie in Sicherheit und verlassen Sie nicht die Sicherheitszone. Okay. Ja, scheiße, dann werden wir da wohl oder übel einen Momo finden müssen. Der war jetzt gerade noch in der Bar. Verdammte Axt! Momo! Momo. Der Momo war der Techniker von den Typen, oder? Ist das der Momo? Das ist der Momo! Hallo, Momo. Ich geh mit. Muss ich übrigens sofort wieder anmerken, wie gut das Spiel ausschaut. Für ein Indie-Game. Kann man kurz sagen, was du magst, oder? Oh, stimmt. Miau einmal. Selbstspieler. Und alle so, oh. Was ist jetzt da? Jetzt gehen wir. Peng. Komm schon, Simus, mach die Tür auf. Du weißt, dass dein Vater uns hätte helfen wollen. Okay. Hey, Birger, der Zukunftsbirger sagt, du sollst die Tüten nicht hochladen. Nun, das war zu erwarten. Diese Situation ist ziemlich hart für Simus. Er will nichts mehr von den Außenweltlern hören. Mir will er nicht helfen. Aber du, ich glaube, ich habe eine Idee. Was denn, Freunde? Muss ich jetzt wieder da reinspringen und lieb sein? Ja, ich seh schon. Ich höre dich schon trapsen. Da. Ich tue eine, ich gehe am Mountain. Hier, nimm Docs Notizbuch und zeige es Simus. Ja, okay, machen wir. Neuen Gegenstand der Runde. Notizbuch von Doc. Es hält eine Menge Informationen, die hoffentlich wie ein Stromschlag wirken werden. Finde das Geheimlabor, kleiner Außenweltler. Ich gehe zurück in die Bar, um zu versuchen, die Kommunikation mit den anderen wiederherzustellen. Das kriegen wir hier. So, Geheimlabor. Mau. Oh, I'm a simple cat. What? Simus, was machst du denn hier drin? Ich hab's dir doch gesagt, auf die Kanalisation zu kommen ist ein reiner Selbstmord. Lass mich in Ruhe. Na, nix da. Jetzt nimmst du mal einen Doktor sein Notizbücher und schaust da mal da unten rein. Was ist das? Warte, ist das von meinem Papa? Oh, wow, das wusste ich gar nicht. Es gibt ein geheimes Zimmer hier in unserer Wohnung. Aber wo? Tja, das werden wir dann wohl und übel herausfinden. Aber jetzt mir hier erst einmal sauber in dein Couch-Ei rein. In dein Couch-Ei rein. Das ist jetzt erstmal mein Plan. Ja, lust mich wieder nicht. Ein Teppich vielleicht? Auch nicht. Was haben wir da? Y. Schauen wir uns so. Das war wieder mehr Dusel als Verstand, dass da dahinter was steht. Die Zeit wird's zeigen. Okay, was ist das? Müssen wir jetzt alle Beitel runterhauen? Das können wir. Gefreut, dass ihr das immer so, wenn wir alle Beitel runtertrischen. Hopp! Oh, da haben wir was gefunden. Die Zeit wird's zeigen. Was ist denn jetzt wieder? Ah, ich bin blind! Ah, was ist...
Miau. Ich kann nur mounzen. Ja, okay. Muss jetzt das Nummer... Ach, komm. Ja, mei. Haben wir halt runtergefallen. Aber... Ja, gut, haben wir gleich. Drückt man einen Dialog weg, ist gleich vorbei. Siemens kennenlernen, ja, überspringen, Ende. So. Was ist denn jetzt? Achso, Scheiße, ich muss mir das Ding zeigen. Hoppala! Haben wir übersehen? Entschuldigung, ja, haben wir schon. Übrigens, Press F für mich das zählt nicht als Topf. Da kann ich nichts dafür. Schaut gut aus für Indie-Game. Ich sollte mir mein Maul halten. Was da wieder? Herkommala! Miau, Motherfucker! Merci für den Zwickel. So, wir lassen einfach alle Battle da oben, da passieren bloß irgendwelche komischen Sachen. Das ist das wichtige Battle. Die Zeit wird's zeigen. Okay. Halt, stopp. Da war ein Nummernschädel, hätte ich fast gesagt. Hausarbeits! Miau. Ja! Spei? Ich hab die gerade noch gelobt. Bitte nicht runterfallen, Kim. Nicht runterfallen. Ich springe einfach gleich oder irgendwas tue ich aber. Und wie genau soll ich das jetzt machen? Wie genau soll ich das jetzt machen? Was genau soll ich jetzt machen? Was wir jetzt mit denen? Späne einstarten. Hilft uns nicht? Dann müssen wir jetzt einfach mal Späne. I will try turning it on and off again. Nicht so 100%ig, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann starten wir das Spiel mal nochmal komplett rein und schauen wir, was passiert. Was tun wir jetzt, wenn das so bleibt? Schauen wir mal. Wenn's die kleine Beutel oben tust, dann hupft's links, nicht rechts. Was? Ich muss ja das linke Beutel oben, da ist ja dieser Dings dahinter. Ja. So. Jetzt nehmen wir mal das da oben. Bitte nicht abkacken, Kim. Anscheinend weiß der Geier, Alter. Anscheinend weiß der Geier! Jetzt geht's wieder. Anscheinend wird dort Katz kurz unverwundbar und dann haut's dir durch den Boden durch. Ja, gut. Die Zeit wird's zeigen. So, das heißt jetzt Digicode benutzen. Da muss ich jetzt wieder die Zeit wird's zeigen. Aha, ich seh, ich seh schon. 2, 5, 1, 1. Probieren wir mal. Tu dir mal deinen Raumregler weg. 2, 5, 1, 1. 2. Warum nicht? 2, 5, 1, 1. Beep, beep, Motherfucker! Falls sich irgendjemand fragt, hey, wie hat denn jetzt das da? Da haben 4 Uhren und da zeigen die Stundenzeiger auf 2, 5, 1 und 1. Nur falls es wäre. Absoluter Pro-Gamer-Move, mag nichts anderes hören. Was haben wir da? Übersetzen wir das. Beobachtungen hören sich niedlich an, sind aber nicht freundlich. Alte Bakterien aus Zeiten der Menschen fressen alle möglichen Materialien, können in der Dunkelheit bestens sehen, reagieren auf das gelbe Licht.
Das erinnert mich sehr stark da, das komische kleine Viech an Half-Life Alyx. Da waren die auch in so einem Glas-Ding drin. So, was der wir jetzt da drin, guter Mann? Ich habe diesen Raum noch nie gesehen. Ich kann nicht glauben, dass er es geschafft hat, ihn die ganze Zeit von mir zu verstecken. Da hat's aber auch einen Willen gezeigt, Siemens. Da hat's. Ingame-Musik ist schon ein wenig laut, dann drehen wir es ein bisschen oben. Für den, machen wir es, nein, Gesamtlautstärke machen wir so. Und Musiklautstärke drehen wir mal so. Ja. Ist die besser? Immer noch laut, gell? Ja, ich höre schon. Beziehungsweise ich sehe es. Machen wir so. Ah, jetzt habe ich einfach nichts getan. Gut, Job, Bürger, übernehmen, ja. So, besser? Besser so? Ihr müsst mir schon was sagen. Ihr müsst mir schon was sagen, wenn der Sound nicht passt. Habo oder so, jetzt wieder ein Euro, geil, 30 Grad in der Wohnung und 39 Grad Fieber, dank Corona, oh geil, das ist ein richtig guter Zeitpunkt für Corona und Fieber haben. Frau Schrö, danke für den Zwickelstrack, genau, eine Synchronsprecherin und zwar eine Katze, die das Miauen vertont. Das ist ja gut so. Aber wer hat dann das eingesprochen? Diese Baupläne, die müssen für seine Zergwaffe sein. Papa war immer so geheimnisvoll mit seiner Arbeit. Er sagte mir, dass die Waffe in einer Theorie funktionierte, aber einen Praxistest brauchte. Er ging nach draußen in die Slums und kam nie wieder. Ja, her mit der Waffe, ich probier's aus, ich bin ein Miezi! Was ist jetzt da? Mit Siemens sprechen. Ja. Hat sich jetzt was Interessantes gefunden? Also ich muss wieder suchen. Sag mir, kennen die scheiß Roboter eigentlich irgendwas? Mal da mal mal da rauf. So, und schmeißen wir gleich mal die Schachtel runter. Oben mit der Schachtel. Oben mit der Schachtel, da muss was drin sein. Mehrere Schachteln, ich seh's schon. Da haben mehrere Schachteln. Weil irgendwo muss ich was oben haben. Da ist eine Schachtel. Aber da können wir nicht rauf. Ja, irgendwie muss ich doch da raufgehen. Ich seh doch die Schachtel da oben, da die weiße. Die gehört runterdraschen. Erst mal sauber Treppen runterdraschen. Haben wir da? Okay. Oder ist da was rausgefallen, was ich wieder nicht sehe? Das Ding da oben schmeißen. Haut auch nicht hin. Da oben springen. Haut auch nicht hin. Doch, jetzt kann ich einfach mal aufspringen. Wieso ist es gerade nicht gegangen? Oben mit dem Schund. Da ist was drin. Ich weiß genau, was es ist. Ich hab's genau gesehen. Was haben wir da? Kaputter Peilsender. Den nehmen wir. So, Mr. Peilsender. Mr. Siemens. Mr. Seamus. Da gehst her. Hast du irgendetwas Interessantes gefunden? Ja, schon. Warte, das Ding kenne ich. Das ist ein Peilsender. Papa hat diesen Peilsender immer benutzt, um zu sehen, wo ich bin. Vielleicht können wir ihn umpolen, um herauszufinden, wo er hingegangen ist. Ich kann nicht glauben, dass mein Papa noch am Leben sein könnte. Ich habe ihn so vermisst. Du brauchst eine Waffe für die Zergs. Richtig, mein Papa hat definitiv eine mitgenommen. Wir müssen nur den Peilsender reparieren, damit wir ihn finden können. Jemand in den Slums kann uns sicher helfen. Komm mit mir, ich öffne die Tür. Dir die Tür. Entschuldigung. Entschuldigung. So, Miezi, los jetzt. Weil die Roboter kennen allein wirklich nicht so viel. Da muss ein Miezi, da muss die Miezi des Vertrauens kommen. Und dann geht es. Vorher geht da nichts. So, los geht's. Wo haben wir? Müssen wir hin? Muss ich jetzt wieder Tieren nachlaufen, oder was? Ja, was möchte er jetzt von mir? Hallo? Hä? Was soll ich machen? Versteh nicht, was soll ich machen? Wo ist der Momo? Wo ist der Momo? Wo ist der Momo? Momo. Red mal mit dem. Schau dir die tollen Sachen an, die in unserem Müll landen. So viele Schätze. Du solltest mal den Tauschhändler besuchen, da gibt's für jeden etwas. Okay, dann werden wir wohl und übel wieder in die Bar müssen. Wo ist denn die Bar? Da unten? Ist das die Bar? Zanzibar. Momo! Hilfe, Hilfe! Ich kämpfe wirklich darum, die Verbindung wieder herzustellen. Hast du bei Siemens etwas Interessantes gefunden? Ja, die ist da. Ein interessantes Gerät, aber sie kaputt aus. Vielleicht kann die ja jemand aus dem Dorf helfen, das zu reparieren. Hast du in der Bar gefragt? Ich bin in der Bar, du Spacken! Ist da noch eine Bahn? Da sitzt noch einer. Kann der das richten? Hey, wer bist denn du? Willst du etwas? Ja. Schau dir mal dieser.
Ein Peilsender? Ich weiß nicht, wie man sowas repariert. Vielleicht hat der Barkeeper eine Idee. Hey, Mr. Barkeeper, tu mal, weiß ich nicht, einen Tequila Sunrise her und dann schaust du mal die so. Du bist da, was kann ich für dich tun? Schau dir mal das Funkgerät an. Was für ein schönes Gerät und auch noch selten. Ich kenne einen Typen, der Sachen wie das hier repariert. Er ist sehr begabt, nur ein bisschen... Naja, du wirst schon sehen. Ja, wo? Sein Name ist... Sein Name ist... Elliot. Stark. Sein Büro ist gleich links von hier, in der Nähe von Omas Laden. Überall an seiner Tür sind Schilder angebracht. Okay. Elliot. Autsch. Das verstehen nur die Eltern unter uns. Die etwa gleich links. Ja, was gleich links? Wenn ich da ist links. Lauter Schilder. Ganz viele Schilder. Da ist ein Schild. Was ist das? Da spreng ich das. Du checkst das, habe ich mir schon gedacht. Beim Rest. Weiß das eh. Lauter ahnungslos. Was war das gerade für eine Anspielung, wer den nicht verstanden hat? Was habt ihr für eine Kindheit gehabt? Was ist mit einer Kindheit? Wo ist denn da links? Da ist für mich links. E.T. Ich hätte eigentlich mal wieder angeschaut. Ich hab von E.T. habe ich leider ein Kindheitstrauma. Gleich, also da aussehen, links vielleicht. Ja, okay, bin ich schon steil. Warte mal. Da, lauter Schüttel. Bei denen zwei Zipfen da vielleicht. Hey, bist du der Elliot? Ich liebe es zu stricken. Bis jetzt habe ich 478 Meilen an Schals gestrickt. Da hat man immer gut zu tun. Wenn du mir etwas Stromkabel bringst, könnte ich dir ein Poncho stricken. Du inspirierst mich, aber es ist nicht leicht, hier die richtigen Materialien zu finden. Bruder, Schmein um. Oh. Oh. Dummer Ausschmein. Oh. So, bist du der Schrottsepp? Schrottsepp? Nein. Jetzt hast du einfach über mich drüber gesagt, geht. Das... Ach, da bin ich gekommen, das ist auch kein so. Ich bin den, mein Gott, ich bin ja so... Ich bin so orientierungslos. Wo? Links. Links hat's geheißen. In der Nähe von der Oma ihrem Geschäft. Das ist da. Okay. Bist du der Elliot? Elliot! Ja, aussehen? Links. Vielleicht auf? Meinst du, wir haben da auf müssen? Ich bin so lost. Die Miezi, die ist lost. Bin ich dieses Miezi? Haben das die vielleicht? Schauen wir mal. Nein, das ist Cory. Geh weg. Wer bist du? Das ist der Guap. Ja. Ich bin ein wenig verwirrt. Ich bin einfach ein wenig... Wer bist du? Das ist die Rosie. Interessiert mich ja überhaupt nicht. Ich mag jetzt doch nichts lesen. Haupt, ich muss zum Elliot. Ich muss nach Haus telefonieren. Was steht da? Ankündigung. Ich schiebe, der den Südeingang der Sieger zu überwachen kann. Die Entlohnung beträgt 2 Pins. Superöl pro Tag. Bitte den Wächter kontaktieren. Alter, ich bin ein Miezi. Kann nix. Hast du nicht eine Tür aufmachen? Keiner konnte Miezi eine Tür aufmachen. Ich weiß jetzt auch nicht so genau. Mein Gott, wo bin ich jetzt wieder? Rechts neben dem Quop. Ich schau mir nochmal nach. Da müsste der Quop irgendwo gewesen sein. Wo ist der Quop? Da ist der Quop. Ach, da. Das da? Nein, das ist nur über... Ah, da kommt... Elliots Programmier! Elliot! Bitte an die Tür klopfen und warten bis... Oh mein Gott, wenn jetzt die Miezi klopft, dann... Original der Plötze. Bist denn eine Lust? Und wenn er 4 Stunden lang vor der Balkon dir steht, es ist dem Plötze wurscht. Der Plötze sagt... Miau, miau, Motherfucker, lass mich rein. So, ich bin jetzt da, was ist mit dem Elliot? Elliot! Elliot! Jetzt genug die hier und schmerzt mit mir. Kim, du sollst nicht schlafen. Hallo? Du bist wegen Elliot hier? Er ist gleich da drüben. So, jetzt ist gleich du. Zipfelarm. Wo ist denn da? Oh, da habe ich was gefunden. Notblatt! Easy! Was haben wir da? Was ist mit der Auffe? Schönes Bitterl. Bitterl.
da drüben oder oben? Da ist der Elliot. Ah, Elliot. Jetzt muss ich aber deinen Teppich kaputt kratzen, du Spacken! So. Springen wir erstmal auf und dann schmeißen wir wieder. Ja, kann ich helfen? Jetzt sagen wir mal das komische... Der Gerät? Oh, wow, das ist ein toller Peilsender. Ich erkenne dieses Modell, es ist ein Tohima BR 2000. Mit diesem kleinen Gerät kannst du jeden lokalisieren. Darf ich? Ich weiß, wie man den repariert, aber wenn ich so am Bibbern bin, kann ich meine Tastatur nicht bedienen. Ich weiß nicht, ob ich krank bin oder so, aber ich fühle mich definitiv nicht gut. Ich kann nicht arbeiten, wenn ich so am Bibbern bin. Ich glaube, ich brauche eine Decke, damit ich deinen Peilsender reparieren kann. Alter, ich bin ein Miezi, was soll jetzt ich da? Nimm doch deinen Teppich da, du Spacken. Den kannst du haben. Hier, sei froh, dass er nicht auf den Teppich scheißt, du Mongo. So, lass mich überlegen. Kann das der Poncho von der Oma sein? Das heißt, wir brauchen das komische Kabel. Und was wollte der fürs Kabel gleich wieder haben? Was wollte der fürs Kabel gleich wieder haben? Ah, lass mich mal aussehen. Okay, muss ich da jetzt mal angreifen, wenn ich... das ist auch schon wieder. Es ist wahrscheinlich, wenn du 40 Meter aussehen rein musst, ist es irgendwann lästig, aber es ist cool gemacht. Du musst echt an dir ohne greien, dass sie aussehen lassen. Sehr gut. So, Stromkabel. Wo war denn der Kabel-Dromisepp? Kabel-Dromisepp! Kabel-Dromisepp! Wo? Da noch gerade in der Mülltonne miteinander, da mag ich nicht. Du bist nicht der Kabel-Dromisepp, das weiß ich noch. Wo ist der Kabel-Dromisepp? Da müssen wir, glaube ich, ans Aufhören. Warte mal, und dann da hinten oben. Ich meine dem da hinten oben. Oder war das der Musiker? Nein, das war der Schrottsepp. Inspizieren? Was ist das? Nochmals hallo, was willst du jetzt? Das hier ist ein uraltes Relikt, ein Zeugnis für das Talent unserer Vorfahren. Es kostet dich 3 Dosen Energy Drink. Weniger ist nicht drin. Ich brauche das Stromkabel, brauche ich oder mal. Das ist ein Stromkabel, das Beste auf dem Markt. Zum Tausch will ich ein Super Spiritus Reinigungsmittel. Haben wir so eins? Zweifel die ganz stark. Notenblatt, Notenblatt, Notenblatt. Geheimnisvolle Passwort des Saves. Ja, Meister, wir sollen jetzt da... Ja, was soll ich jetzt da... Wie? Super Reinigungsmittel, wo soll ich denn das herkriegen? Der eine Roboter in der Großen hat da einen Tipp gegeben, wie es das Reinigung... Echt? Das habe ich in meiner Dummdödelheit habe ich das wieder nicht registriert. Da muss ich jetzt nochmal zurückreisen. Wo war denn der? Der war da hinter mir. Ja, da ist er. Na, schmerzen wir mich nochmal mit ihm. Was hat er zum Sagen? Hoffentlich lassen die Jungs sich wieder einen Farbeimer fallen, sonst wird Cosma sauer. Ah. Aber Farbeimer ist doch kein Reinigungsmittel. Wer wird sauer? Cosma und wer ist Zoe? Cosma. Ja, aber wo ist... Ja gut, das ist... Ich verstehe, glaube ich schon. Was ist da? Haben wir da... Bist du einer der Störenfriede, die auf dem Dach mit Farbeimern spielen? Was soll ich jetzt da sagen? Hör ab mit der Farbe! Ich bin es satt, wegen der Schweinerei meine Treppe zu putzen. Aha. Aha, wo ist die Treppe? Treppe wo? Farbeimer wo? Kommt man da auf? Aha. Aha. Bitte? Da mag ich auf. Kommen wir nicht auf. Wieso kommen wir nicht? Können wir da oben nicht? Können wir auch nicht. Ah, jetzt. Okay. Hey, Sie! Reinigungsmittelbrei! Was hat denn der zum Song? Vorsicht, ich muss mich konzentrieren. Ich will nicht noch einen Eimer fallen lassen. Okay. Ja, der Cosma wischt es zusammen, aber wo ist jetzt... Wo kann jetzt da... Ja, Moment einmal. Dann schmeißen wir mir jetzt da einen Farbeimer oben. Die Frage ist, wie wir den jetzt da wo oben schmeißen.
Kosten einfach gefallen. Ah, ist das gut! Es ist so gut gemacht! Ich liebe es! I fucking love this! So, jetzt muss ich da wieder oben. Hey Cosma! Chill mal deine Kniescheiben! Chill mal, nein, nicht da oben! Nicht, Mitzi flippt aus. Ja, oben zu. Oben zu ist gut. Ich muss jetzt das Reinigungsmittel klauen. Reinigungsmittel wo? Wenn ich jetzt da durchtatsche, kommen dann weiße Sachen am Boden. Oh, und das in einem Indie-Game, weißt du? Da kann alles heimgehen. Geh heim. Da. Das erste, was unsere Katzen mal taten, ist der hier. So, dann geh in deine Bude rein, du Spacken, und spring auf deine Stühle umeinander. Ja, Ball spielen. So, da muss jetzt ein Reinigungsmittel drin sein, oder was? Die Reinigung, das da hinten schaut nach Reinigungsmittel aus. Gib mal. Ja, Selbstspieler, du sagst es. Best Game ever! Und das haben wir schon lange nicht mehr gesagt. Das haben wir wirklich schon sehr lange nicht mehr. Oh, da schaut's gut aus. Reinigungsmittel nehmen. Eine beamt haben wir es schon. So, jetzt müssen wir zum Kabeltromi selbst. Vorher gehen wir mal noch da. Also. Wie geil, er hat auch kurz grantig wahrscheinlich. Miau! Miau! Best game ever! Brrr, miau, miau. Ich hätte gerne einen Knopf. Übrigens, liebe Entwickler, bei Teil 2 hätte ich gerne einen Kopf, wo ich miauen kann, und einen anderen Knopf, wo ich mir sauber das Arschloch lecken kann. Das würde ich gut finden. Nochmal, Salo, was willst du jetzt? Ja, Stromkabel, deine Mutti, Alter, gib mir jetzt, das ist das Beste, was ich tun kann. Ja, kriegst du. Zeigen. Bitteschön. Ein Gegenstand. Very nice. Was kriegen wir? Notenblatt? Notenblatt, was ist das? Notenblatt. Musiknotenblatt. Eine Dose Energy Drink. Was, die nehmen wir mit. Die nehmen wir mit. Ich weiß nicht warum, aber ein bisschen was. Vielleicht kriegen wir alle zusammen. Who knows? So, jetzt gehen wir schnell zum Musiker. Geben wir mal die Notenblätter und schauen wir, was das kann. Hallo, ich bin Musiker, ich habe aber keine Songs. Ja, ich habe welche, Brudi. Notenblatt, 7 von 8. Geringfügig wichtige Informationen. Die wurde von einem renommierten Algorithmus verfasst. Oh, später jetzt einer auf. Oh. 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 Trinkt einmal was. Stay hydrated. Oh. Es ist so zauberhaft. So viel Liebe in einem Spiel. Ah. Ah. So, wir haben jetzt das geschissene Kabel. Ab zur Oma. Wo ist die Oma? Müssen wir die Oma anschmeißen. Da hinten, glaube ich, da gibt's auch noch was zum Finden. Das ist too obvious. Oma, wo war die Oma? Irgendwo in der Nähe von der Bar, das weiß ich noch. So, los jetzt, Misi. Oh, die ist jetzt grantig da von mir, oder was? Oma! Ich habe ein Stromkabel! Erst mal am Füß schmeißen, damit nichts passiert. Ah, die Oma ist so gut. Press F für alle Omas auf dem Planeten! Hallo Kleines, hast du etwas Stromkabel für mich? Ich würde gerne einen Poncho für dich stricken, aber dazu brauche ich ein Kabel. Das macht überhaupt keinen Sinn, aber ist egal. Danke, mein Liebes, ich werde mich sofort an die Arbeit machen. Und jetzt, wie lange dauert das? Alter, das ist Turbo, Oma. Das ist der Turbo-Poncho. 9 Gegenstände, Junge. Poncho, bitte sehr Kleines, das wird dir gut stehen. Kann ich den jetzt bitte, sag mal, dass ich den irgendwie anziehen kann. So, da haben wir noch mal kurz angeschmeichelt. Da. Die Frage, wie kommen wir ins Inventar? Wie kommen wir denn gleich wieder ins Inventar? Kommt man überhaupt irgendwie ins Inventar? Tatsächlich. Poncho! Untersuchen, B12 zeigen. Beenden. Schade. Ich hab gehofft, ich kann anziehen. So, zu welchem Spacken müssen wir jetzt? Jetzt müssen wir wieder zu dem anderen Zipfeladam da rein. Warte mal.
Ich bin so orientierungslos, dass es war. Nein, stopp, umgekehrt. Da müssen wir rein. Jetzt weiß ich wieder. Hab ich schon gesehen, du nicht da, wir müssen mal ein Tier kratzen. Mal ab! Was, wenn du dir eine Stunde Realtime lang neben den Musikern schlafen legst, gibt es eine Trophäe auf der PS4. Mr. Marvel Maniac, das ist eine nette Information. Da würde mich interessieren, ob es die am PC auch gibt. Können wir natürlich ausprobieren. Dann wird es halt ein bisschen fad. Miti! So, jetzt gib mir dem Typen einen Poncho. Ja, du sollst da nicht dran arbeiten, jetzt weiß ich mich auch, der hat wieder ein warmes Jackerl. Oh, wo hast du denn den gefunden? Er ist fantastisch. Lass ihn mich anprobieren. Keiner ist ausgekauft. Schau, kein Bibbern mehr, ich kann wieder arbeiten. Yay! Danke, jetzt kann ich deinen Peilsender definitiv reparieren. Lass mich mal sehen. Ich muss nur noch ein Update machen und noch eine Sache. Et voilà! 9 Gegenstände runden. Reparierter Peilsender. Na bitte, Kleines. Viel Glück bei der Suche nach der Person, die du suchst. Dankeschön, Kai. Bye! Miau, miau, miau. Merken? Oh, ist das eine Erinnerung für einen kleinen Roboter, Shahi? Hab ich gerade noch... Krall an den Vorhang! Wölfchen, du hast absolut recht. Wie konnte ich das übersehen? Oh, jetzt habe ich leider Gottes nicht gelesen. Es ist bemerkenswert, dass der menschliche Einfallsreichtum einen Weg gefunden hat, Pflanzen zu erschaffen, die ohne Sonnenlicht gedeihen. Organisches Leben braucht Bäume, um die Luft in der Stadt zu reinigen. Roboter brauchen keine, aber sie kümmern sich trotzdem um sie. Die Menschen hätten es so gewollt. Naja, da bin ich mir nicht so sicher, ob die Menschen das so wollen. Ah, da kommen wir wieder. Oh, Shortcut! Miti! Es ist so krass, wie einfach aus dem Nichts Kinder spei, wo du eine Katz speist. Eigentlich gar nicht so hundertprozentig weißt, was du tust und dort eine völlig neue Welt. Faszinierend, oder? Kaum unerwartet, sag ich dir, was ist. So, was wollte ich jetzt gleich wieder machen? Ich muss zum Momo, oder? Muss ich muss schon zum Momo, oder? Momo? Nein, ich muss nicht zum Momo, ich muss zu dem anderen. Ich kann nicht mehr ausgehen, erst mal zum Momo, schauen wir, was der sagt. Ich habe wirklich um die Verbindung. Hast du etwas Interessantes gefunden? Ja, das Ding. Ist das eine dieser neuen Spielekonsolen? Ja, fast. Scheiße, wo war jetzt der andere gleich wieder? Zum L! Was zum Elliot? Ich war doch schon beim Elliot. Wieso muss ich denn nochmal zum Elliot? Da war ich doch gerade. Poncho, ich hab ihm doch gerade einen Poncho gebracht. Sag mal, Weibi, bist du besoffen? Dem hab ich gerade einen Poncho gebracht. Den Binärcode vom Technikfreak Elliot checken lassen. Ach so, der kann Codes lesen. Ach so, meinst du? Das ist ja bloß wieder irgendein Nebenscheiß. Der Nebenscheiß braucht kein Mensch. Da kratzt er mal. Der Hutzmeier schreibt, Scheinautokorrekt zögert er nur das andere Item zum Übersetzen. Ich komm nicht mit. Ach stimmt, zum Siemens müssen wir. Dem können wir auch noch was zahlen. Der Technikfreak. Nochmals vielen Dank für den Poncho. Komm jederzeit wieder. Übrigens, findest du, dass ich blass aussehe? Geht so. Geheimnisvolles Passwort des Safe. Du willst, dass ich diesen Binärcode lese? Eine Sekunde, ich muss nur meine Linsen kalibrieren. Hier steht Duferbar. Seltsam, wer vereinbart denn Rendezvous per Binärcode? Ja, dann muss in der Bar der Code stehen. Wow, das ist ein super Hinweis. Wollen wir schauen. Oh, scheiße, ich hätte ausspringen können. Ja, hab ich übersehen, ich kratze lieber an dir. Ja, das ist bei uns aber auch so. Wir machen das Fenster auf, da kann die Katze jederzeit raus. Nein, sie kratzt so lange an der Balkon, die ein bisschen reinlässt. Just cat things. So, dann gehen wir zurück aus. Wo ist denn jetzt das Siemens gleich wieder gewesen? Ich bin der totaler Behinderter. Code in der Bar. Schauen wir mal, Code in der Bar, das ist garantiert der Code für diesen Safe, den wir da mal gefunden haben. Aber bis ich die... Da Handnummern. Aber ganz fein, 00104. Dimes Bar. Na, da darf er bauen. Ja. Und da haben... Warte mal. Ja, Hausbeitel aber. Aha! 1, 2, 8, 3. Ab in den Chat. 1, 2, 8, 3. Easy. Easy.
So, wo war jetzt der Safe? Ich glaube, der war beim Musiker unten, hä? Der war doch beim Musiker. War der nicht beim Musiker? Das war nicht der Musiker. Oder war das der Musiker? Nein, war nicht. Da ist der Musiker. Und da links im Eck hinten, glaube ich, war der Safe. Wenn ich mich nicht täusche, aber ich glaube, ich täusche mich wahrscheinlich wieder, oder? Nein, da nicht. Da, was war da drin? Was ist da drin? 1, 2, 8, 3. 1, 2, 8. Verwirrt's mich auch nicht, ich sag's euch. Ich haben wir schon. Dankeschön fürs Mitschreiben. Bussi aufs Nussi. Notenblatt nehmen. Yay! So, muss ich mir jetzt da 8 Lieder hintereinander anhören? Danke für die Minute, ich werde gleich üben. Meinst du, du kannst noch mehr finden? Alter, ich hab so viele Notenblätter, da flippst du aus. Morgen übermorgen. Klingt cool, hier schau dir das an. Muss ich mir jetzt halt 8 Mal hintereinander die Musi anhören, die hören wir und so. Ob's euch gefällt oder nicht. Erinnert mich irgendwie an Leisure Suite Larry, die Melodie. Oder was? Erkennt jemand, was das ist? Wie lange dauert das jetzt da? Was, rollen wir einen Basketball-Treppen runter in Kiwi rein? Was für ein Kiwi? Was für ein Basketball? Ich seh da kein Da ist er. Da ist der Basketball-Set. Was hilft mir das jetzt? Voll, ich hab auch an Leisure Suite Larry denken müssen. Geh! Ich hab mir schon gedacht, die Melodie kommen. Vielleicht haben ja das lauter so kleine Anspielungen auf diese Musikstücke. Kommt man da später wieder her oder muss ich das jetzt auch mal hintereinander machen? Warte mal. Notenblatt 1. Petit Valse. Ich komm kein Französisch. Ist das Französisch? Ich weiß nicht. Klingt cool, schau dir das an. Sacre bleu, sacre bleu. Das hat ein bisschen einen bayerischen Hauch, muss ich sagen. Du kommst einmal noch her nach die Kanäle. Okay. YBO, das sind genau die spoilerfreien Infos, die ich zulasse und die ich wissen will. So, jetzt müssen wir zum Siemes. Wo war denn das Siemes? Siemes! Oh, Merde. Jetzt ich über Zitter, ja, genau, das stimmt. Wo ist denn Mr. YBO rechts hinten? Das sind jetzt wieder die Informationen, mit denen ich wieder gar nichts anfangen. Da geht's nicht hin. Das hat echt einen bayerischen Hauch. Ja, seh doch. Sag ich doch. Ist das da hinten, ist da hinten was? Warte, der Siemens da auf mich. Soll ich mich jetzt da mal rauslassen? Links, rechts, nein, das andere. Wo war denn der jetzt da gerade? Der ist doch da irgendwo oben umeinander gelaufen. Jetzt gehen wir mal da rauf. Das ist der Siemens. Siemens, bist das du? Du bist nicht der Siemens. Wo war denn das Siemens? Na, da war nicht drin. Wer ist denn hier eigentlich? Ah, das ist der Teddy. Hast du LRS, Links-Rechts-Schwäche? Nein, überhaupt nicht. Aber was hilft man, wenn ich irgendwo umeinander drin mit einer 10 Sekunden Verzögerung rechts? Was hilft man das, Leute? Was hilft mir das? Gott, ich schwitze wie eine Drecksau, das ist unerträglich. Jetzt passen wir Obacht. Da oben ist der Musiker und der Händler. Da können wir nicht weiter. Oh, mit Jauxi, vielleicht hockt er da drin, wer weiß das schon, wer ist das? Das ist der Wächter, der interessiert mich nicht. Da musst du halt mal 10 Sekunden stillhalten, wenn du den Chat was fragst. Schattenkind, das tue ich jetzt. Wo muss ich ab jetzt hin? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Auf für Umi links, rechts. Da lang, heim, Richtung Farbfleck. Okay, Farbfleck sagt mir was. Farbfleck sagt mir was. Mit Farbfleck kann ich arbeiten. Da weiß ich zwar jetzt auch die Richtung nicht genau, aber da schaue ich einfach oben auf, über die 2 Roboter-Deppen den Scheiß da mal anschmeißen. Da ist er!
Ich putze wieder die Treppe meines Ladens. Ja, um meinen Laden zu spielen, eine tollpatschige Racke. Miau. Ist da der Siemens-Herrin? Da ist er! Geht doch! Hast du es geschafft, den Peilsender zu reparieren? Si, Senor! Du hast es geschafft, du hast ihn repariert, gut gemacht! Gib ihn her! Somit kennt ihr scheiß Roboter eigentlich irgendwas selber, wie sie müssen euch eigentlich eine Katze aus der Scheiße retten. Retten, was auch immer. Achtung, Katzen. Wir haben einen Ping. Lustig ist ja, dass ich diesen Robotern eine erstaunte Mimik und Gestik eher abkaufe, wie so manchen Bethesda-Charakteren in Skyrim und Fallout. Ist Papa wirklich am Leben? Ich kann es einfach nicht glauben. Lass uns den Peilsender folgen. Vielleicht finden wir heraus, wo mein Papa hin ist. Okay, du gehst froh. Lass mich raten, ich muss sowieso wieder bloß alleine weitergehen. Wieso blinkt denn eigentlich mein Rucksack immer so komisch gelb? Jetzt bin ich gespannt, ob der Roboter auch weiße Spuren macht. Nein. Erstmal alles weiß voll tappen. Topper auf Tipf! Weiße Topper auf Tipf! Ja, Mr. Robosepp, kannst du jetzt mal ein wenig umdrehen da? Schaut's denn aus? Wo gehen wir jetzt da eigentlich hin? Was zur Hölle? Ach, wir gehen zu diesem Kanalisationseingang. Jetzt? Hallo? Kubbel. Da muss es sein. Er hat die Slums wirklich verlassen. Er ist gefährlich da draußen, aber ich muss mir sicher sein, ich muss es wissen. Auf geht's! Okay. Weiße Topstipp. Nix geht über weiße Topstipp. Topstipp. Heute sind Tipf-Counter bereit. Ach, Mr. YBO. Trust me, I'm a meaty. Aber wenn ich die komischen Pilzdinger da schon wieder sehe und so. Jetzt wird es wieder finster, jetzt wird es wieder Bases spät. Da, Meaty wo? Wieso kann ich meine Kamera schon wieder nicht drehen? Jetzt kann ich meine Kamera drehen. So, ich habe keinerlei Anweisungen, was genau muss ich tun. Ach ja, ich sehe da. Sieh dir all diese Söckeier an, sie werden uns auffressen, ich schaff das nicht. Ich bin nicht so schnell wie du, die Söcks werden mir ganz sicher erwischen. Hier, nimm dieses Abzeichen, mein Papa wird es erkennen, er wird wissen, dass du ein Freund bist. Außenweltabzeichen, okay. Ich werde die Tür öffnen. Okay, ich bin mir sicher, dass das keine so gute Idee ist, aber werden wir schon hinkriegen. So, Mietzis! Zero Mietzis! Zero Miezi-Tipp! Das sagt er ich. Kann man da irgendwo aufspringen? Ja, erstmal die Lage checken. Lage checken. Müssen wir aufhören oder um mich? Komischen Mistviecher. Oh, was haben wir denn? Da hinten blinkt irgendwas blau. Ich muss es anschauen. Was ist das? Aha, eine Erinnerung. Achievements! Sieh mal, wie gewaltig diese Mauer ist. Ich erinnere mich, dass sie ein Symbol für die Trennung zwischen den Slums und den Stadtzentren baut. Das und die Tatsache, dass sie ihren Müll immer wieder heruntergeschmissen haben. Ja, so sind Menschen. Wie kann man sowas noch tun? Vielleicht ist das der Grund, warum sie gescheitert sind. Ja, das kann ich sogar ziemlich, da gebe ich der Brief und Siegel, das ist der Grund, dass das gescheitert sind. Da, Misi, Vollsprint. Oh, jetzt wird's finster. Ah, da unten haben schon wieder so Anschlagkrampen, ich seh's schon. Oh. Nein, nicht im... Oh, nein. Schatz, das Zeug schleicht's. Vollsprint... Oh mein Gott, da hat er...
Jetzt habe ich die getroffen. Schleich die. Okay, reißt mal komplett durch, was weiß ich, was da los ist. Oh Gott, da kommen noch mehr. Nein, das sind zwei! Spring! Spring! Ah! Spring! Nee, wieso kann ich meine Kamera nicht dran? Ich kann nichts sehen, oh mein. Achso, dann müssen wir springen. Versteh schon. Okay, langsam. Schneller. Oh mein Gott! Wir reden halt Vollgas mit Vieh. Okay. Chill. Atmen. Meaty, go! Meaty, go! This was a close one. Ah, easy. Ah, doch nicht easy. Nochmal. So. Sehr schön. Obi. Auf, die Miete kann springen, wird sauschen. Hin. Jawohl. Oh nein, nicht. Oh mein Gott. Ah! Miete! Jawohl. Miete stabil. Alles okay, das war ein echt heftiger Sturz. Doc sollte in der Nähe sein. Weit ist es nicht mehr. Oh mein Gott! Oh no. Oh. Ach komm! Muss! Fuck you, Game! Müssen wir erst hinschlecken. Da müssen wir erst hinschlecken. Geht's jetzt wieder? Jetzt geht's wieder! Ich dreh durch mit dem Speck. Keine Ahnung, ob es so hergeht, aber ich springe jetzt einfach mehr auf wieder. So vielleicht. Ah, da haben schon wieder so komische Ohren. Wo? Ich weiß ja gar nicht, wo ich hin muss. Achso. Okay, vielleicht mal in eine andere Richtung gucken, Alter. Und los. Komische Mistviecher, da hinten gibt's was. Ich weiß 100%, dass da hinten irgendwas gibt. Da gibt's was. Hab ich doch gesagt, dass da was gibt. Nein, lass das jetzt ja nicht ein Doc sein. Bitte nicht. Kim? Was ist das? Der Wissenschaftler, für den ich arbeitete, sagte immer, er wollte sich in ein kleines Häuschen zurückziehen und den ganzen Tag angeln. In der Stadt war das natürlich nicht möglich und das hatte seit mindestens 100 Jahren auch keiner mehr machen können. Was wäre, wenn wir uns in der Außenwelt ein kleines Häuschen mit einer harmlosen Angelroute und einem Haufen Bücher suchen würden? Ich glaube, genau das hätte der Wissenschaftler gewollt. Aber zuerst sollten wir Doc suchen. Ich bin mir jetzt nicht so, ist das der Härchen gewesen oder was ist? Da kann ich da reinkratzen. Was ist da los? Ich muss leise sein, damit sie schnurren jetzt. Bleiben wir jetzt einfach liegen und ein bisschen schnurren. Gut Speck. Ich werde es noch 400 Mal sagen, ist mir wurscht. Was war denn das jetzt? Hast du das Bait? Cuteness Overload, that game. So, ich schätze mir dumm jetzt Math. Es war ja irgendwie einmal ganz interessant, wenn man mir so eine Richtung sehen hätten, wo der Doc ist und nicht bloß der komische Robo-Sepp. Haben jetzt da wieder so Arschlöcher, oder was ist denn da? Ah, ja, garantiert sind da so Arschlöcher. Die Frage ist jetzt, was man mit denen tun. Aha, da ging ein KW, ich hab's schon entdeckt, hab schon der Loot. Die farbigen KW liegen da nicht zur Gaudi. Aha, da kann ich, was ist da, Gegenstand verwenden. Okay, da brauche ich irgendwas. Schaut nach irgendeiner Batterie oder so aus.
Bzz, bzz. Es ist ein Stromgenerator, aber er scheint irgendein anderes Teil zu benötigen, um zu funktionieren. Das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Ich bin der Miezi, hallo. Ich bin der Miez. Mama, Miez. So, da hinten schaut es mich... Haben wir von da gekommen, oder? Nein. Springen wir mal. So schaut es irgendwie gefährlich aus. Ich weiß nicht, ob ich da sein soll. Hallo? Da geht's auf. Aha. Was ist jetzt da? Achso, da komme ich einfach springen, also nicht Depp. Aha. Komisches Mistviech. Oder wo ist da so? Da ist doch mit Sicherheit so ein Stecker oder irgend sowas muss doch da sein, das gibt's ja nicht. Glaube ich nicht. Was haben wir da? Haben wir da irgendwas? Nein, haben wir nix. Nein, da haben wir ja nix. Was haben wir da? Ja, nix. Gehen wir runter. Oh, jetzt da. Ah, da ist wieder irgendjemand. Oh, ist das der Doc? Wie cool schaut denn hier aus? Wow! Warte, du bist kein Söck. Wer bist du dann? Das ist mein Abzeichen, das du da trägst. Wie hast du das gefunden? Hat mein Sohn dich geschickt? Ausheben, bist du schlau, Junge. Ich bin schon seit Ewigkeiten allein hier. Ich bin hierher gekommen, um mein Defluxor. Das ist ja eine sehr nette Anspielung auf den Doc von Back to the Future. Um den Fluxor, den Fluxkompensator zu testen. Aber es ist nicht so gelaufen wie geplant. Ich wünschte, ich könnte wieder nach Hause gehen. Ich vermisse meinen Sohn so sehr. Du kannst dich gerne im Haus umsehen, wenn du willst, aber ich habe keine Ahnung, wie wir hier rauskommen sollen. Ja, Doc, wenn du nicht weißt. Was ist da? Ich sehe doch da schon wieder irgendwas. Oh, wieder eine Erinnerung. Ich habe Menschen gesehen, die solche Kostüme trugen. Was für Kostüme? Ein Eimer auf dem Kopf. Sie waren klein und rannten umher und machten jede Menge Lärm. Oh ja, jetzt erinnere ich mich, es waren Kinder. Durch sie waren die Straßen so viel lebendiger. Trotz aller Schwierigkeiten, die sie ihnen bereiteten, schienen die Erwachsenen sie sehr zu lieben. Das hat sie mir noch nicht so erschlossen. Doc sagt, er vermisst Siemens. Ist das dasselbe? Ja, irgendwie schon. Irgendwie schon. Wir brauchen irgend so einen geschissenen, komischen Steck. Da ist doch so ein Ding. Da ist doch irgend so ein Drum, das kann man mit Sicherheit brauchen. Tun wir das her. Was ist denn das? Fluxkompensator. Erst mal obergepfeffert. Siehst du das? Hey, sei vorsichtig mit dem Defluxor. Bei voller Ladung kann er Zergs wie Konfetti in die Luft jagen. Das wird aber auch mal Zeit. Dieses Prachtstück braucht 1,21 Gigawatt, um zu funktionieren. Und das Einzige, was hier so viel Saft hat, ist der Generator draußen vor dem Haus. Das Problem ist, dass er nicht anspringt. Ich glaube, eine Sicherung ist durchgebrannt und bei all den Zergs hier ist es gefährlich für mich rauszugehen und ihn zu reparieren. Ich bin nicht schnell genug, aber vielleicht bist du es. Wenn du den Generator erreichst und die Sicherung auswechselst, sollte der den Fluxor wieder aufladen können. Komm schon, folge mir, ich zeig dir, was du tun musst. Okay. Hashtag Zero Dip. Mr. Cube Twister, du hast es erkannt. Bis jetzt haben wir bei Zero Dip. Und haben Vitamin B12 dabei, habe ich gerade gesehen. Komischer Zerg-Sepp. Komische Mistviecher. Oh. Hier, nimm diese Sicherung, sie ist brandneu. Ja, nice. Das Einschalten des Generators wird laut sein, also rechne mit einigen Zergs. Sobald du den Generator repariert hast, sollte ich den Defluxor aufladen und in Gang bringen können. Du musst nur diesem Kabel folgen, die Sicherung austauschen und mich dann wieder hier treffen. Viel Glück! Ne, da waren wir ja gerade schon. Da waren wir ja gerade schon. Dann gehen wir jetzt einfach straight aus wieder zurück. So schaut's aus. Bing. Immer alles kaputt, Mann. So. Das da, die Gap da ist anscheinend, das ist anscheinend der Shit. Machen wir da eine. Da haben wir den Generator wieder um. Tun wir reingeben. Psst. Jawohl. Sicherung reingeschissen. Aber jetzt wack, jetzt muss ich schäbert's. Ja, wieso leichten ja nicht mit dem Ding einfach aus? Oder was ist das? Das schießt Laser oder ist das eine Taschenlampe oder was ist denn das? Doc, du musst es Aha! Easy, Alter. Ich weiß überhaupt nicht, was ich da tue. Ach du Scheiße.
Der Doc leicht! Leicht mir an! Ah! Okay. Das ist natürlich schon stark. Stark. Stark, Doc. So, eine da. Eine zum Doktor. Ich mag das Ding haben. Söckbrei Barzletten. Erstaunlich, du hast den Generator wieder zum Laufen gebracht. So schwer war es jetzt auch nicht. Hast du gesehen, wie stark deine Flugsail ist? Das ist definitiv unser Weg hier raus. Warte einen Moment, vielleicht kann ich den Flugsail an deiner Drohne befehlen. Alter, jetzt wird's gut. Kann ich die scheiß Viecher jetzt in die Luft springen? Wie geil der Doc ausschaut. Es hat geklappt, denn die Flugsail ist jetzt an deiner schicken Drohne installiert. Er ist nicht dafür ausgelegt, mit einer so kleinen Stromquelle zu laufen. Wenn du ihn zu oft nutzt, könnte er kaputt gehen. Denk dran, es ist gefährlich. Jetzt lass uns zurück ins Dorf gehen. Ich komm nach Hause, mein Sohn. Ja, okay. Jetzt, wir nehmen den hier. Ah ja. Wann? Okay. Also der darf sich halt nicht ganz aufladen oder hat er dann einen Cooldown? Geht er dann wirklich kaputt oder hat er Cooldown? Sollen wir das gleich ausprobieren oder noch? Kann ich speichern? Nein. Also ich kann mir vorstellen, wenn er kaputt ist, weil dann muss ja das Spiel vorbei sein. Also. Ah! Schaff all diese Zergs aus dem Weg, damit wir hier durchkommen. Ah, okay, er regeneriert sich wieder. Wow, der funktioniert ja super, aber wie ich vermutet habe, kann er überhitzen. Lass ihn ein bisschen abkühlen, wenn das passiert. Ich hoffe, er hält durch, bis wir das Dorf erreichen. Ja, die kriegen wir schon. Alle eine stabile Mieze, schau mir an. Wir haben immer noch keinen Namen für die Mieze. Wir nehmen die Mieze eigentlich. Ich bin ja immer einfach Standard Mieze. Mal. Tesla. Bavarian Rebel, ich finde Tesla tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Dieser Schalter funktioniert nicht. Sieht so aus, als ob der Strom abgeschaltet wurde. Ja, wer hätte das gedacht, dass wir nicht einfach heimgehen können? Ja. Es muss einen Weg geben, diese Tür zu öffnen. Ja, Doc, du bist der Doc. Ich bin bloß ein scheiß Miezi. Miezi! Was ist jetzt da? Tu dir mal was. Ah, das Ding steht da nicht so gaudi. So, ja, hab ich schon gesehen. Soll jetzt ein Dock zusammenfahren oder was ist denn der Plan? Kann man nicht vorstellen, dass das der Plan ist. Gehen wir Murphy. Dann. Ah, okay. Ja, ich hab schon verstanden. Jetzt lass mich runter. Lass mich runter. Dann fahren wir das Ding. Aber wo muss ich dann hinfahren? Da in das Real rein, oder? Was ist das? Ne? Der muss Katzen wieder herhalten, weil der Doc, weiß ich nicht. Offensichtlich gibt es Doktortitel in der Zukunft auch geschenkt. Ja, da, oh super, ins rote Loch rein. Da hab ich Bock. Da hat die Miezi Bock. So, was ist jetzt da los da herin? Da krieg ich doch jetzt gleich wieder sicher, das ist doch nicht so gaudi, so Feierrot. Krieg ich einen Riesenstress, ich weiß genau, wie es ist. So. Jetzt muss wieder einen Schalter drücken, weil der Doc nichts kann. Hallo? Oh, das dauert eine Zeit, bis die Mistviecher zerreißt. Easy, Alter. Ah, mit dem Controller wieder grob bloß in die Richtung zielen, da bin ich schon wieder zu blöd dafür. Oh mein Gott! Nein, nicht der Doc! Oh shit. Oh shit. Knopf! Bruder, diese Knopf geschieht!
Puh, das war knapp. Lass uns zurück nach Hause gehen. Ja, das ist der Plan. Doc, wenn du nicht kurz einen Zipfel an willst. Geh mal, Kim. Wo gehst du denn hin? Musik ist a little bit more intense. A little bit more intense. Mau, mau. Was ist du da mehr? Jetzt gehen wir mit Sicherheit gleich wieder die Grattlerviecher. Geh wieder durch Brief und Siegel, geh wieder da. Herr Köhüt? Was ist mit dir, ne? Hallo, ich hätte mal eine halbe die geleert gehört. Hashtag, bin wieder da, halbe Geckerle Mixer, Miete, 5,5 Nase. Herr Köhüt, ich weiß nicht, was die 25 Euro sollen. Fix Leuten, mir du dir Schluss aussetzt. Hab ich irgendjemand übersehen eigentlich? Deine 25 sind zu viel. Du und du weißt das. Haben wir mich jetzt schon wieder zurück? Das war voll easy. Mr. YBO. Was ist denn mit wo? Da, wo ist das denn? Alter, ich kack noch, bin noch 16 Mal verreckt. Ja, ich hab mich nicht einmal sterben sehen. Was ist mit euch? Was ist mit euch, Noobs? Hallo? Da? Ich bin Pro-Gamer, ich brauch kein Medipacks, du Schwacken! Ich sag da nur Kackboons. Ah, nur Kackboons. Seriously, Daddy, merkst du dir. An den Rest natürlich auch. Danke, dass du dort gerettet hast, kleiner Freund. Es ist schön zu sehen, dass Seamus nicht mehr allein ist. Jetzt wissen wir, dass wir uns gegen die Zergs wehren können. Momo hat in der Nähe der Kanalisation auf dich gewartet. Okay. Ja. Doc und Seamus sehen glücklich aus. Ich glaube, wir haben zusammen etwas Gutes getan. Ja, ist ja cool, dass wir mit denen nur schmerzen da. Ja. Teddy, Doc. Was hat der Doc zu sagen? Hallo Teddy, wie läuft's? Rosie? Oh, Billy. Kennst du meinen Sohn Seamus? Ihm habe ich zu verdanken, dass ich von diesem verfluchten Ort zurückgekommen bin. Ja, leck mir am Arsch. So, wo war... Ah ja, da. Hab schon gesehen. Genau da. Momo wartet auf seinem Boot auf dich. Wolle, jetzt haben wir ein Boot fahren. Du kannst dich ihm anschließen, aber hast du hier drin alles erledigt, was du wolltest? Ich glaube, dass es mir wurscht ist mit den Notenblättchen. Das dauert mir jetzt lang, da passiert ja nichts. Ich tue da bloß eine Musik spielen. Weiter geht's. Müssen wir mehr, wie spät ist es überhaupt? Das übersehe ich gerne mal. Schon wieder 8:45. Leute, wir müssen einen Meter machen. Wir müssen Meter machen! Wo ist jetzt da ein Boot? Ich sehe kein Boot. Da ist ein Boot. Ist das ein Boot? Alter, was sind das für Boote? Das sind aber 5 Stunden. Ich sag das schon. Ja. Wo muss ich denn hin? Da muss ich hin. Ich kann nicht glauben, dass du Doc gefunden und den die Flugsohr bekommen hast. Damit können wir jetzt finden. Los geht's. Jawohl. Easy. Der YBO schreibt Stray Progress 5. Also wir haben jetzt bei der Hälfte ungefähr. Das ist okay. Das heißt, dann können wir nächsten Montag, das ist der letzte Gaming-Stream vor der Sommerpause, können wir es fertig spielen. Egal wie lange das dauert, aber müsste halt dann in 2-3 Stunden müsste schon machbar sein. Vielleicht ziehen wir jetzt noch ein wenig aus. Ein wenig, weißt du schon, so richtig so, hier, machst du mal den Meter jetzt! Ich muss mauzen. Was redet da hinter mir? Was redet da hinter mir für ein Kass? Momo! Dieser Ort ist unheimlich. Schon ein wenig. Aber auch nicht mehr oder weniger unheimlich wie alle anderen. Oh, da haben wir wieder das. Ja, wird schon gehen. Ja, müssen wir auch mal, was weiß ich. Kann eigentlich Mizi-Meter 9 Meter lang? Was? Was ist jetzt da? Muss ich wieder Tier aufmachen, oder? Weil der Roboter wieder nicht in der Lage ist. Zipfe Arm, du. Was ist jetzt da? Ja, mach wieder auf dann. Muss ich da wieder durchspringen, oder?
Muss ich da wieder irgendwas machen? Was muss ich jetzt da machen? Okay. Ah, hab schon gesehen. Hab schon gesehen, der Roboter. Der Roboter an und für sich kann nichts erledigen. Er ist ja nicht fähig. Oh, das schaut aber jetzt schon gescheit finster aus, gell? So ist das nicht. Oh oh. Die haben wir noch nicht gehabt. Das gefällt mir nicht. Oh, das gefällt mir nicht. Ah ja. Ach du Scheiße. Haha, ihr Spackos könnt's nicht auf. Da gibt's das wie ein Laserschwert. Was mit dir? Peng. Peng, peng, Motherfucker! Da bist du so ein kleiner Eiterpinkerl. Kennt ihr mal, was jetzt da aus? Wir machen jetzt wieder auf. Wir müssen da irgendwie aufmachen gehen, oder? Ah ja, da schon. Miau. Easy! Muss ich da jetzt um mich springen? Easy. Easy going. Achievement in die Abwasserkanäle, kann ich Zergs töten, Gun. Ich muss gestehen, ich bin nicht so der Achievement-Hunter. Muss ich auch dazu sagen. Ich weiß nicht einmal, was für Achievements das gibt. Ja, der Katalysator und das Rotkäppchen. Da wird's jetzt zwei schon duster, gell? Ah ja, da hinten schaut's wieder so aus, als müsste man wieder irgendwelche Viecher in die Luft springen. Hab ich schon gesehen, Habe ich schon gesehen. Das nächste Mal voll draufhalten, dann langt schon. Was über mir? Was ist über mir? Oh. Tatsächlich, da waren kleine Gubbels. Gubblers. Naja, die fallen da ins Wasser, dann haben sie auch hin. Katakomben. Das ist ein wenig eine zirkende Sequenz, muss ich sagen. Nicht schlimm, aber ein bisschen. Ein bisschen. Aber sie schauen gut aus. Also, oh, die ist ja als Ingame-Grafik, geht nahtlos über, ist schon okay. Spulstrecker? Nein. Also, das fühlt sich jetzt nicht so, als war das zum Spulstrecker da. Zum Strecker war es, wenn es viel Backtracking und so weiter gehen darf, aber das kann ich mir nicht vorstellen bei der kurzen Spielzeit. Beziehungsweise wir werden sehen. All diese alten Vorrichtungen sind jetzt kaputt. Ich glaube, wir können sie nur noch per Hand öffnen. Das heißt, er muss wieder aufmachen, ich muss wieder voranfahren. Da oben haben wir zwei so Lurker belurkt, ich hab's genau gesehen. Ja, Momo, was ist jetzt da? Du hast jetzt zu mir was für dich geht, oder weiß ich nicht. Oh, leck, ist der stark. Muss ich jetzt hier nur ein Boot fahren, oder wie? Machen wir noch oh nein, ich muss da wahrscheinlich umspringen. Hä? Lass mich raten. Lass mich raten. Echt? Ich kann mit dir nicht weitergehen, aber ich werde nicht aufhören, noch einen Weg zu suchen. Okay. Wenn du Sprutzka und Clementine findest, sage ihnen, dass ich mutig war. Ja, Mohi. Momo, den Mohi. Momo. Oh mein Gott, wo sind wir jetzt denn? Ah. Oh, da kann man aufspringen. Ich hab's genau gesehen. Okay. Was gibt's da hinten? Da hätte ich mir jetzt eigentlich gedacht, da gibt's was. Was gibt's da unten? Eigentlich nichts. Wir müssen mal Meter machen, Kind. Oh, schon wieder Roboter ohne Kipf. Das ist ja nix. Meter machen. Oh nein, oh nein. Oh, fuck. So habe ich eigentlich gemeint, dass die platzen und dass wieder irgendein Scheiß passiert. So. Okay. Da kommen wir nicht hinein, da geht der Treppen auf. Okay. Da wird schon wieder beäugt von den komischen kleinen Gubbel.
Die kann man nicht platzen lassen. Das finde ich aber unfair. Probieren wir es von da nochmal. Na, funktioniert nicht. Funzt nicht! Mit Real haben wir schlechte Erfahrungen gemacht, habe ich mal gehört. Dass wenn wir da drauf umeinander springen. Ah. Okay, wir können. Ich meine, das ist ein Topfcounter wert. Da wollte ich zu viel. Entschuldigung, da wollte ich zu viel. Probieren wir es nochmal. Ja gut, das ist die Frage, ob die da rauskommen. Wahrscheinlich nicht. Wenn man nicht sprintet oder sonst irgendeinen Scheiß macht. Ah ja. Ja, das sieht man ja wunderbar, Fei! Alter. Ich sehe halt einen Scheiß, gell? Das ist halt das Schlimme, wenn du da eine leikst, dann platzen die anderen auch auf. So, langsam. Langsam. Könnte man da irgendwo auf? Nö. Habe was entdeckt. Lauf. Hat sich schon. Mistviecher! Geschissene! Da oben gibt's irgendwas, ich weiß ganz genau. Na da, kann man aufgehen. Sepp aus Minger, das weiß ich schon, aber manchmal muss man auch nicht bloß auf die Leisten schauen, sondern wo man hinläuft und dann übersieht man es halt kurz und das war mir in dem Moment einfach wurscht, Hauptsache ein paar Viecher zu reißen. Ich weiß das mit der Leiste. Aber danke fürs Backseat-Gaming, das ist immer ein schönes Erlebnis. Hoppala. Das ist immer ein gutes Erlebnis. Da, wo sind... Oh mein Gott, what the... Was zur Hölle? Was? Oh mein Gott! Die habe ich nicht kommen sehen. Okay. Wo zur Hölle sind wir? Wo zur Hölle sind wir jetzt? Alle zerrissen! Warum haben jetzt da so viele Augen? Wo kommen die jetzt hin? Was passiert denn jetzt? Ah, und da komme ich eben. Nein, das mag ich nicht. Das mag ich nicht. Geh weg von mir. Schnell in die Tür da rein. Ja, und lauf. Moment. Ja, die Miets. Ja. Oh, scheiße, falsche Richtung. Oh, die Viecher sind nervig. Kannst du sagen, was du möchtest. Sind nervig.
Vor allem, weil mit dem Controller bin ich ein absoluter Volltrottel. Die Dinger mit der Maus wegzielen. Glaube ich, da ich mich einfacher, aber da. Oh, falsch. Jawohl. Und jetzt? Die kennen eh nix, die Viechhalscher. Hi. Oh, aber da geht's auch nicht weiter. Auf wie vielleicht? Keine Ahnung. Die kleine Sau und Säge über die, was soll ich machen? Was ist jetzt? Was ist jetzt? Muss ich jetzt da um, oder was? Ich hab kein gutes Gefühl, wenn da so viel und es schaut schwer nach Boss aus. Jetzt warte mal. Was wir jetzt deren? Sehr schön. Was wir jetzt eigentlich da sollten? Ich hab. Also keine Ahnung, für das habe ich genügend Spiele in meinem Leben gespielt, dass ich weiß, dass dieser Bossraum sein könnte. Ich habe keine Ahnung, ob. Das stinkt dermaßen nach Bossraum, mir clearen wir den jetzt. Was, wo? Geht's noch her da? Erst wird alles weggemacht. Dann gehen wir weiter. Tschüss. Nur mit der Ruhe. Nur mit der Ruhe! Wie die platzen so lustig. Bum, 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 bum. Warte mal. Ja, das Auge blendet es nicht. Hehehe, runtergefallen. Okay. Ah, Konzentration jetzt, Kinder. Der bleibt so toll wie eine Luftpolsterfolie. Kennst du die Luftpolster, die Polsterfolie mit den Bunkerl drauf? Genauso platzen die auch. Das ist richtig schön satisfying. So, jetzt bin ich gespannt. Also ich sage, ein Boss kommt. Also irgendeine Art Bosskampf mit da rumlaufen und irgendwas mehr. Bin ich jetzt gespannt.
doch kein Bosskampf. Also das war gerade der Bosskampf. Ja, okay. Piep, 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 piep. Ja, okay. Ja. Ja, aber da gibt doch noch mehr, Alter. Was zur Hölle ist denn das? Ein komischer Schwammerlviech mit das Augenkrieg. Oh, da hinten ist was. Achtung, Cutscene. Mein Gott, hätte ich gern so einen kleinen B12. Oh oh. Na, nicht kaputt gehen. Oh oh. Ah, ich hab schon verstanden. Oh oh. Chase me! Miau. Wir können nie mit dem Roboter im Maul. Ja, oh mein Gott. Oh mein Gott! Lauf! Oh Gott im Himmel, wo wir. Oh mein Gott, schlecht. Ich weiß überhaupt nicht, wo wir hin müssen, aber ich nehme den Weg nach oben. Ist das richtig? Ich hab keine Ahnung. Ja, gut, schaut gut aus. Schnell lauf. Oh, da gehen wir links, gehen wir da dann. Dann gehen wir rechts. Das war wieder mehr Dusel als Verstand. So, servus. Lauf, Midi, lauf. Midi! Oh mein Gott, Indiana Jones mäßig. Easy. Nein, das nicht. Ja, ihr lebt noch. Es war dunkel. Ich war allein. Es fühlte sich an, als wäre ich wieder im Netz. Aber du hast mich gerettet. Danke, mein Freund. Ein so hoher Stromverbrauch war hart für meinen Prozessorkern. Der Defluxor ist jetzt völlig zerstört. Nein, das war so schön. Wir müssten vorsichtig sein. Oh Gott, jetzt. Oh mein Gott. Kinder, an der Stelle übrigens mal Like nicht vergessen, Abo nicht vergessen, Follow nicht vergessen, Glocken nicht vergessen, Dringer nicht vergessen. Viel wichtiger. So, weiter geht's. Weiter im Programm. Oh, da müssen wir wieder irgendwas einstecken. That's what she said. Damit wir da durchgehen. Eva Britzel sagt, das ruckelt übelst. Was ruckelt? Was ruckelt? Was ruckelt? Was soll jetzt, wenn ich nicht aufpasst, was passiert ist? Haben wir schon drinnen. Der Leierbull sagt, da ruckelt nichts. Was ist hier eigentlich los? Ich dachte, Birger zockt ein süßes Katzenspiel. Ja, dachte ich auch. Aber irgendwie haben wir dann in dem abgefuckten Bunker da irgendwen und ja. Oh, da geht's weiter. Was gibt's rechts? Nix. Wir haben irgendjemanden gefunden. Wer bist du? Der Sacke. Der Paladin. Ein Reisender aus der Kanalisation. Wir haben schon Ewigkeiten keinen mehr von euch gesehen. Bist du derjenige, der uns vorhin kontaktiert hat? Der kleine Außenweltler? Der Außenweltler hat dich schon erwartet. Er meditiert hoch oben im Dorf. Haben wir jetzt nochmal so eine Hut wie vorher? Boah, leck wie. Das schaut richtig cool aus. Das Ameisendorf. Art Design on fucking point, Alter. Aber zwar Cutscene. Wer übrigens nicht liked auf YouTube, der schlägt seine kleine Schwester. Diese Maschine, der Wissenschaftler, dem ich geholfen habe, hat so ein Gerät benutzt. Er war krank, das war seine letzte Hoffnung. Er ist in die Maschine gegangen. In was für Maschine? Aber ich war nicht bei ihm, er war allein. Was hat er vor? Er lud sich selbst in den Computer hoch und dann war alles anders. Aha. Aber beim Hochladen ging etwas schief. Er saß für hunderte von Jahren fest. Bis
eine kleine Katze auftauchte. War es? Es war... Ich weiß. Ich war der Wissenschaftler. Was? Er hat sich selber in den kleinen Pott. Absoluter Plot-Twist. Ich war ein Mensch. Ich brauche einen Moment. Absoluter Plot-Twist. Ja, wir haben dabei da sauber den überdimensionalen Katzenbaum erklimmen. Was ist da schon wieder einer, der umeinander streicht? Was haben wir da? Das ist Mahjong, oder? Sagt man das Mahjong, was weiß ich? Was nicht? Ich hab nicht gemeint, dass gleich so eskaliert. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid, aber nur um sicher zu gehen, drehe ich mich noch ein paar Mal im Kreis. Miau. Wer ist das? Was tut ihr jetzt? Es tut mir leid, ich brauche einen Moment, mir ist gerade nicht nach Reden zumute. Ja, okay. Kann ich verstehen. Ah! I'm a simple cat, da ist hier Cannabis! Ei, grei, eine! Mock dein scheiß Cannabis kaputt, du Spacken! Das war schon wieder super. Was mich jetzt interessieren wird, ist, bauen sie jetzt das wieder... Haben sie das echt wieder aufgebaut? Wie geil! Wie geil! Der Beidel dann kommt und der andere ist komplett. Okay, das habe ich jetzt nicht können sagen, dass wir da aufspringen, aber es ist auch okay. Was habe ich noch alles vergessen? Ich weiß nicht! Ich muss Eltern und Freunde gehabt haben. Was ist mit ihnen allen passiert? Ich wollte die Stadt öffnen, aber gibt es überhaupt noch jemanden, den ich retten kann? Das weiß doch ich nicht! Ich mag da die Leute aufgehen. Nein, doch nicht. Wir müssen irgendjemanden finden, einen Zerbrutzklall. Bist du der Kabrutzklall? Ach, unser Roboter mag ja nicht schmerzen. Und jetzt geht's da weiter, oder was? Ja, wo ist denn der Typ noch? Boah, kann man schaukeln? Verdammte Katze macht mich fertig. Ist er das da? Schaut der aus, als da er meditiert, aber da geht er noch viel weiter auf. Wie kommt man da auf? Ich möchte auf. Stehst du? Oh, ich bin wieder. Bist du der Gibraltar Sepp? Wahrscheinlich nicht. Ja, wo kommt man dann da auf? Ich will darauf. Da waren wir doch schon. Haben wir da vorher auch schon um? Ich check überhaupt nichts mehr. Kämen nicht mehr aus. Wir kämen nicht mehr aus. Da ist er. Bist du der Meditation? Ja! Schaut aber sehr abgespaced aus. Was ist das? Hey, weißt du nicht, dass man seinen Nächsten nicht bei seiner transzendentralen Meditation stören sollte? Ach, du bist es. Du warst bei Momo, als wir vorhin auf den Anruf erhielten. Ich freue mich, dich endlich kennenzulernen, kleiner Außenweltler. Du kennst Momo und Doc, also bist du bereits mit uns Außenweltlern vertraut. Ich vermisse sie. Die Erinnerung an sie bringt mir Frieden. Momo ist in den Slums geblieben. Ich habe gehört, du hast geholfen, Doc zu finden. Und Clementine. Sie ist jetzt im Stadtzentrum. Wenn du immer noch die Außenwelt sehen willst, ist sie diejenige, die dich dorthin bringen kann. Scheinbar hatte sie einen Plan, wie sie die Stadt verlassen. Hey, für dich! Ich habe ihre Adresse auf die Rückseite dieses Bildes geschrieben. Einen neuen Gegenstand erholen. Hey, jetzt muss man das erste Mal einen Gegenstand anschauen und dran. Um das Stadtzentrum zu erreichen, klettere unser kleines Dorf hinauf. Das sollte für ein geschicktes Kerlchen wie dich ganz einfach sein. Wenn du es schaffst, die Außenwelt zu erreichen, bist du der allererste. Ich würde dir viel Glück wünschen, aber das brauchst du nicht. Ich glaube an dich. Es tut mir leid, dass ich vorhin abgeschaltet habe. Ich bin ein Mensch, wahrscheinlich der Letzte auf der Welt, und jetzt sieh dir an, was für mich übrig geblieben ist. So viel ist mir wieder eingefallen. Wie viel habe ich vergessen? Ja, mir arbeiten wir drauf. Wenn wir Clementine finden, können wir vielleicht meine Erinnerungen wiederherstellen und dich gleichzeitig nach Hause bringen. Wir können zurück nach unten gehen und die Gefährten befragen oder weiter ins Stadtzentrum.
Weiter ins Stadtzentrum. Aufgekraxeln hat's geheißen müssen wir. Jetzt schauen wir erst einmal, warte mal, jetzt schauen wir erst einmal ins Inventar. Ja. Untersuchen. Ja, wow. Schau mal. Das ist ein Bild von Clementine und Sprützl. Er hat uns gesagt, wir sollen sie finden. Sie gehört auch zu den Außenweltlern. Auf der Rückseite der Bilder sind auch eine Reihe von Symbolen abgebildet. Ja, das wird dann wahrscheinlich da irgendwo ohne geschrieben sein. Keine Ahnung, jetzt gehen wir mal weiter auf. Weiter auf ist weiter gut. Ah, weißt du, was mich die Musik gerade so ein bisschen erinnert an bestimmte Steine in Secret of Mana? Weiß das noch jemand? Also das ist auf alle Fälle das gleiche Instrument. Da gebe ich wieder mal amtlich Brief und Siegel. Wer übrigens Secret of Mana nicht kennt, du bist raus! Raus bist du! Oh ja, ich muss da den Teppich einkratzen, Entschuldigung. So, war schon wieder für dich. Auf muss ich jetzt geheißen. Viel weiter auf. Ein paar Meter müssen wir noch machen. Mach die Meter voll. Mach die Meter voll. Ja. Ja. Weil die Katze scheißt sich halt einfach gar nichts, gell? Die Katzen halt. Wenn, dann musst du vor der Katze was scheißen. Und da geht's jetzt rein, es ist der Ernst, Miezi. Ohne Nachfragen, ohne weiteres, einfach reinspaziert ins Loch, passt. That's what she said. Jetzt haben wir wieder in seinem abgefuckten Gassel. Müssen wir wieder sprinten. Achtung, Memo an mich, wir haben diese lila Lampen haben wir nicht mehr, damit wir die Viecher platzen lassen können. Also wenn die Drecksviecher jetzt da wieder daherkommen, dann scheiße ihr Linz Dreieck. Das scheiße ich heute sowieso, weil ich schwitze. Das kannst du dir nicht vorstellen. Kannst du dir nicht vorstellen. Spätestens 3/4. Stray Progress 60%. Ja, also bis 70% schafft man noch YBO. Das muss man dann sagen. Ist das pro Kapitel 10%? Oder was gibt es genau 10 Kapitel? Ich weiß es auch nicht. Schau, das ist eine U-Bahn-Station. Ich hatte ganz vergessen, dass es diese Art von Transportmittel gibt. Man konnte damit überall in der Stadt hinfahren. Die Leute fahren damit zur Arbeit. Ich habe sie auch benutzt. Jeden Morgen, nachdem ich mich von meiner Familie zu Hause verabschiedet hatte. Oder er hat doch eine Familie gehabt. Ich erinnere mich, ich habe das für sie getan, aber jetzt sind sie nicht mehr da. Es ist schon so lang her. Langsam macht er mich traurig, der Mr. B12. Sie wollten die Außenwelt sehen, aber ist das überhaupt noch wichtig? Was ist mit ihnen passiert? Was ist mit all anderen passiert? Plot-Twist, die haben alle und leben alle. Jedenfalls sind wir jetzt in der Nähe des Stadtzentrums. Lass uns diese Clementine finden. Wir haben ein Foto von ihr, das können wir einigen der Gefährten hier zeigen. Vielleicht können sie uns die richtige Richtung weisen. Oh. Jetzt haben wir aber schon viele von den Core-Erinnerungen da. Some Core Memories. Memory. Ich kann auch singen, ja. Memory. Jack Black ist ein junger Gott. Was du jetzt darin? Auf der anderen Seite weitergeht, oder was? Ah ja. Geht schon weiter. Ah, wir müssen natürlich am Glandau umgehen, weil auf dem normalen Weg macht natürlich überhaupt keinen Sinn. Da haben wir was gefunden. Bücherregal. Es gibt so viele Bücher hier. Das Vermächtnis des Turing-Tests, die Ethik der künstlichen Intelligenz. Einige davon erkenne ich wieder. Hatte ich eine Bibliothek? Ich erinnere mich, dass nicht so gut war wie der Duft von Büchern und das Umblättern einer Seite. Es war ein Gefühl fast wie Trost. Ein Buch zu lesen war, als würde man Zeit mit jemandem verbringen. Alles klärchen. Wer bist du? Ja, erst einmal ohne Schmuck gehen. Wie geil ist die anschaut. Wer bist du? Der Ledoc. Der Ledoc hat nichts zum Sagen. Was der Ledoc da auch immer tut, der hat ein bisschen Musik. Und der wohnt halt da. So, servus, dann geh ich wieder. Oh, lecker, was du bist erschreckt. Grippe. Was ist denn die? Was ist da los? Was ist da los? Kinderroboter?
übersetzen. Keine Sorge wegen des Mülls. Die Neko Corporation kümmert sich um alles. Ja, das Gefühl habe ich nicht. Noch nie hat sich irgendeine Corporation um irgendetwas gekümmert. Aubezwack. Wo haben wir denn jetzt so können? Bin mir nicht sicher, ob ich mit dem Schmerzen habe. Ihre Identität bitte. Kooperieren Sie oder wir müssen Sie ins Gefängnis überführen und rebooten. Okay. Ein Stadtzentrum. I have a very, very bad feeling about this. Jetzt können wir da ein paar so leider mal das Foto zeigen. Fangen wir doch mit ihm an. Mit dem kann ich nicht interagieren. Da oben schaut es mir an, als würde es irgendwas zum Finden geben. Ja, da schon. Kann man die Junge kratzen. Mach mir auf! Wer ist da? Ich geh jetzt zur Arbeit, wir sehen uns später. Okay, Schatz, auf der Hütte vor dem Wächtern, Sie verhaften schnell und ohne guten Grund. Super. Mach dir keine Sorgen um mich, Kleines, mir geht es gut. Ah, das war jetzt alles, okay. Probieren wir es mit einem netten Bauarbeiter. Was der so zum Sagen? Bei der Necocom arbeiten wir den ganzen Tag, um den Abfall zu sammeln und ihn nach unten zu schicken, wo er recycelt und wiederverwertet wird. Aber wo unten? Es ist schon eine Weile her, dass wir Neuigkeiten von dort hatten. Bild von Clementine. Das ist ein cooles Bild. Hey, ist das eine Adresse auf der Rückseite? Das erste Symbol ist eine Straße und dann gibt es da ein Stockwerk und eine Türnummer. Aha! Das sollte ziemlich leicht zu finden sein. Ja, Moment einmal, da muss ich selber noch mehr reinluren. Dann muss ich da selbst noch mal reinlunzen. Okay, also Straßenname, keine Ahnung. Die nennen wir einfach mal Straße No. Stockwerk 3, Zimmer 5. Ab in den Chat. Straße No, Zimmer 3, Stockwerk 3, Zimmer 5. Hätte sie gesagt. Schauen wir mal. Da muss er irgendwo aufgehen dann. Gehen wir mal in den Seitengassel rein. Einen Seitengassel steht da irgendwie irgendwas, was so ähnlich sein kann. Ich weiß nicht. Also mit nochmal so einem großen Hub, wenn man so will, habe ich vielleicht nicht gerechnet. Muss ich ehrlich sagen. Aha! Straße No! Straße No, grüß Gott. Das heißt, Stockwerk 3. 1, 2. Was ist das nicht? Was ist das da? Kann ich Spender mitnehmen? Ja, gehen wir mal auf wieder. So. Okay. Ah, da. Das ist 2, dann müssen wir noch eins auf. Dann müssen wir noch eins auf. Wo ist die Treppen nach oben? Weil da haben schon so die Nummern dort. Also Stockwerk 2 haben wir jetzt wahrscheinlich. Das ist Zimmer 3. Zimmer 2. Da geht eine Treppen auf, ich meine. Ja, genau, zu Stockwerk 3. Ist da hinten. Da muss ich gar nicht nachschauen. Mag's gar nicht so genau wissen. Und dann brauchen wir Zimmer 5. Aha, Zimmer 5 ist aber da. Ja, haben wir schon da. Bloß Zimmer 5 ist natürlich wieder zugenagelt. Easy peasy, sind wir da, hey Clementine! Ich habe leider Gottes ein Gaming-Trauma mit Figuren, die in Spielen Clementine heißen. Darum... Oh. Ich dachte, du wärst ein Gesandter. Egal, wer bist du? Was willst du von mir? Achtung, Bettelherzang. Warte, also hat sie endlich beschlossen, jemanden zu schicken? Ich schätze, du bist mein neuer Rekrut. Sehr groß bist du nicht gerade. Du hast überhaupt die Kanalisation überstanden. Ich schätze, du musst ziemlich gewieft sein. Ich habe nach einem Weg zur Außenwelt gesucht, seit ich das Ameisendorf verlassen habe. Aber die Wächter sind immer wachsam. Ha, Wächter sind wachsam. Who the fuck had thought about that? Jetzt, wo du hier bist, kannst du helfen. Folge mir. Du geh mit. Clementina. Der Manu schreibt, der Bürger bin leider zu spät, aber ich spule zurück. Das ist recht. Wächters gonna Wächt. Springe, du Spann. Ich arbeite schon eine ganze Weile an einem Plan, um diese alte U-Bahn in Gang zu setzen. Ich habe sogar die Schlüssel, um sie zu starten. Alles, was wir brauchen, ist eine Atombatterie.
um sie mit Strom zu versorgen. Freilich, ich bin ein Mieze, Wort wissen. Ich weiß, dass die Neco Corporation eine in ihrer Fabrik installiert hat. Ich habe einen Kontakt, der uns helfen kann, sie zu infiltrieren. Ich kenne seinen Namen nicht. Er ist der Roboter mit der Bomberjacke und der Goldkette. Es ist der Gangster-Potter. Überbringe ihm diese Nachricht. Ja, wo? Neuen Gegenstand. Und da los! Herr Stahlbaum, jetzt wieder Zwickel! Ich glaube, ihr habt übersehen. Bürger, ich liebe Oettinger Radler, altfrei und Typ. Herzlichen Glückwunsch. Und noch mit mir jetzt wieder ein Zwickel auf der Heide blüht ein kleines Blümlein. Das habe ich heute ausgerissen und angezähnt. Oh, Katzel, merci für den Zwickel. Habe dritt alles fit bei der Mitzi. Ich habe so viel Leute wahrscheinlich schon wieder übersehen. Oh, Katzel, merci für den Zwickel und an den Rest natürlich auch. So, neuen Gegenstand erhalten. Okay. Jemand, der so klein und flink ist wie du, sollte keine Probleme haben, sich in die Fabrik zu schleichen. Eine letzte Sache noch. Zögere nicht, dich um Hilfe zu bemühen. Diese Stadt ist voll von Informationen. Okay. Halte dich nur von den Wächtern fern. Ja... Hoppala, nein, das wollte ich jetzt nicht. Warum ist denn jetzt das Licht da? Ob das Licht jetzt auskommt? Na, ist ja wurscht. Drehen wir mal. Was ist da hinten? Nix. Note, ole. Was soll man jetzt das sagen da? Ich brauche einen Roboter mit der Bomberjacken. Und mit der Goldketten. Ich weiß jetzt nicht so hundertprozentig, was ich mit dieser Information anfangen soll. Mal da wieder aussehen. Gut. Schmerzen wir mal mit irgendjemandem und sagen wir ihm das Ding. Was bist du eigentlich? Ein Vierbeiner, der niedliche Geräusche macht? Das Konzept gefällt mir. Oh, ein Typ, der eine Bomberjacke und Goldkette trägt? Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Du kannst vielleicht mal im Kleidungsladen vorbeischauen. Aha! Da kann ich da einfach runterspringen. Eine echte Katz kann's. Ja, obergroß. Obergroß. Kleidungsladen suchen. Der Pelo ist raus. Hauen Sie hinein, habe die Essen. Oder, Selbstspieler. Gibt der Katz endlich Leckerli. Ist mir wurscht, ob's geht oder nicht. Ich weiß nicht, wie das muss. Ich gebe mir ein Leckerli. Pass auf. Trinkt einmal was, sonst haut euch vom Hocker runter. Köstliches Ambrosia. So, düst. Habe ich da ein TikTok-Logo gesehen? Warum ist denn da... Warum? Warum ist da ein TikTok-Logo? Kann man das etwas sagen? Ich weiß es nicht. Raucht er einen Schraubenzieher? Was tut denn ihr da? Wieso? Du hättest in die Tischdecke reingehen. Ja, Entschuldigung, habe ich übersehen. Oh, da ist dieser Bomber. Das schaut sehr auffällig aus. Das ist kein Bomberjacken, das weiß ich ja, aber. Ratzinput. Ich habe versucht, einen Zielbot runterzuladen, der Beste bei diesem Spiel zu sein, aber ich habe mir eine Malware eingefangen. Ich bin nicht sicher, warum, aber jetzt kommt mir alles schräg vor. Oh, ein Typ, der eine Bomberjacke, bla bla bla. Nein, da klingt bei mir nichts, tut mir leid. Du Spacken! Der ist doch garantiert wieder in der Bar, oder? Wo war denn sonst? Und was mit ihm? Er hat sich total weggesucht, oder was? Ich hab... Heute in der Hitze arbeitet mein Hirn einigermaßen schnell. Ich hab sofort den Kasten da umgesehen und den schmeißt mir jetzt auf den Kopf auf. So, hopp, nochmal. Was ist mit ihm? Hey, du! Gehst du irgendjemand mit der Bomberjacken? Miau! Miau! Was? Oh, ja, tut leider nix. Darf man da aussehen. Kann ich mitziehen? So, wo ist jetzt da ein Bekleidungsgeschäft? Ist das da? Nein, das ist irgendwas anderes. Ist das ein Bekleidungsgeschäft? Ja, schaut mir auch nicht so. Ja, wer soll sich da auskennen, Kinder? Da ist schon wieder ein TikTok-Logo. Ist das für ein TikTok-Logo? Ja, mir ab jetzt mit deinem TikTok-Logo! Das schaut nach Essen aus und nicht nach Kleidung. Ja, sag mal! So, wie groß ist denn die Stadt jetzt da? Das ist ein Wahnsinn. Na, da gehen wir nicht rauf. Da gehen wir runter. Was tut denn da so?
Was zum Geier tut da so? Du bist von ihm vorbeigegangen in der Bar. Im Ernst? Du, das war klar. Das finde ich heute Bar nicht mehr. Da ist nicht Bar. Da ist das Bekleidungsgeschäft. Da meine. Da fragen wir jetzt schnell. Vielleicht. Sag mir her. Angesagter Laden, bla 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 bla. Du sollst mir sagen, oh, ein Typ, der eine Bomberjacke und eine Goldjacke trägt. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Kleidungsladen vorbeischauen. Wo ist denn der Kleidungsfachverkäufer? Kleidungsfachverkäufer! Bist du einer dieser jungen Rabauken, die den ganzen Tag laute Musik hören? Fass nichts an, mach keinen Lärm und frag nicht nach einem Kredit. Na klar, das ist Blazer. Er ist ein Stammgast. Ich habe ihn gerade hinter meinem Laden rumschleichen sehen. Keine Ahnung, was er vorhat. Okay. Geh mal, komm mal da hin. Ist der da? Du musst dir vorstellen, du bist der Roboter, probierst gerade Jacken an. Dann kommt hinter dir einfach ein Miezi. Und maut's dir. Mehr Atmosphäre als Night City aus Cyberpunk. Sprengi, du sagst es. Es ist ungelogen, ohne Übertreibung. Allein da, wenn ich in den Gang hinten schaue. Die NPCs funktionieren, die schauen nicht alle gleich aus, obwohl es Roboter sind, die eigentlich alle gleich ausschauen sollten. Grafik kann in meinen Augen mithalten. Naja. Hinter dem Laden. Oh, das ist dieser Bomberjacken. Das ist kein Bomberjacken. Blazer! Ich hab zu tun, was willst du? Woher hast du das? Oh, du bist bei den Außenwelt. Mein Kontakt? Lass mich dich kurz über die Atombatterie aufklären. Klär mir auf, Blazer. Oh, jetzt müssen wir schleichen wahrscheinlich, oder? Die Batterie versorgt die Nekocorp-Fabrik hier. Aber das ganze Gebiet ist gesperrt und schwer bewacht. Sie kontrollieren jeden, der das Gelände betritt und schicken jeden weg, der kein Arbeiter ist. Hier meine Idee. Besorge mir eine Was? Besorge mir eine Arbeiterjacke und einen Arbeiterhelm, während ich hier bleibe und mir einen günstigen Zeitpunkt überlege, reinzukommen. Wieso gebe ich denn da einer Katze den Auftrag? Was? Das ist das mit Abstand realistischste. Was wir wir haben schon viele realistische Sachen gesehen im Spiel, aber das ist die realistischste. Egal wo eine Schachtel steht, I'm a simple cat, I'm inside the shit. Spiel durchgespielt. Herr Flugbison, absolut richtig. Herr Saller, ich glaube, Sie haben sich täuscht. Bin mir nicht sicher. Das ist die Frage, wo kriege ich jetzt einen Bauhelm und wo soll ich, wie? Rennen da nicht so Bauarbeiter umeinander? Sollen wir mal die Bekleidungs... Da ist was. Gary! Gefällt dir mein Outfit? Das ist wichtig für die Sicherheit. Ich habe es aus dem Kleidungsgeschäft und dem Hutladen. Aber ich bezweifle, dass sie deine Größe für ein kleines. Ja, da schauen wir jetzt aber noch schnell rein. So, Bekleidungsladen, da ist so ein Westal. Ich sehe das Westal schon, ich kann es schon sehen. Das klaue ich mir jetzt einfach. Stehlenjacke. Oh, das habe ich gesehen. Ja, okay. Hey, Mizi? Was der jetzt mit dem? Wir müssen irgendwas kaputt machen. Ja? Wir müssen irgendwas kaputt machen, ich hab's schon gesehen. In Monkey Island war es so, dass man... Ja... Wie kriegen wir den jetzt da hinten weg? Ja, das warte mal. Muss ich irgendwie... Kann nicht er da sagen, er braucht irgendwas? Da kann ich irgendwas habe ich machen können. Gegenstand einführen. Wähle einen Gegenstand. Dann brauchen wir Kassetten. Gibt's dir mal Kassetten? Ah, da ist er.
Vielleicht kratzen? Ja, kratzen schaut nie. Bist schon an 3 Roboter vorbeigekommen, die Kassetten gehabt haben in der No-Straße. Aber woher soll ich denn das wissen? Also im Ernst jetzt, woher so, wie hätte ich denn das jetzt gespannt sind? Wer hat da Kassetten? Kassetten! Wo ist denn die No-Straße gleich wieder? Müssen wir nochmal zurückgehen. Müssen wir nochmal zurückgehen. Man sollte halt mit den Leuten reden, nicht einfach durchreisen durchs Spiel. Ah, sprenge! Du bist da ahnungslos. Man soll jetzt ja einfach in die Schachtel sitzen und so tun, als das zu kennen. So. Aha, halt einmal. Aha. Nette Information, dass der da... Ah ja, in den Hutladen, hab schon verstanden. Dann machen wir doch das mit dem Hutladen, das machen wir heute noch. Das machen wir heute. Der Saler, der 555 Nasenmann schleicht sich. Dann wünsche ich eine gute Nacht. Merci fürs Zuschauen, hauen Sie einen rein. Einen Hut halten wir uns noch. Den Rest machen wir nächstes Mal. So, jetzt nimmst du mich mit und du drückst mich da rein. Das war jetzt mehr Dusel als verstanden. Nein, springe ich was nicht. Das war mein scharfsinniger Verstand, mein Adlerauge und mein scharfsinniger Verstand hauptsächlich. So, ich muss irgendeinen Hut klauen. Rausspringen. Hut wo? Da machen wir auf. Das ist gut für uns. Wo ist der Bauarbeiter heim? War ein Bauarbeiter heim. Teufelt mir der Roboter jetzt aus, wenn ich... Und Abflug. Haben wir den jetzt schon gestohlen? Das habe ich vorher hergespielt. Ich bin ein totaler Assi. Ja, haben wir ihn schon gestohlen. So, jetzt gehen wir noch schnell ins Kassetten hat es geheißen. Ach, er da mit den Ghetto-Blaustern. Ja. Hab schon verstanden, aber wie klar ich dem jetzt seine scheiß Kassetten? Tu mir die Kassetten hier. Das Leben ist langweilig, seit die Wächter in unserer Residenz Kameras installiert haben. Ja, okay, du sollst mir aber auch Kassetten geben und nicht dein Kack da! Was tun wir da jetzt mit denen? Kassettenband greifen. Hey, diese Kassetten gehören uns. Weißt du nicht, dass man nicht klaut? Ich könnte dir eine geben, aber dafür müsstest du etwas für Jinma, Miku und mich tun. Die Wächter haben 3 Sicherheitskameras installiert, um uns zu überwachen. Das gefällt uns ganz und gar nicht. Kannst du sie uns vom Hals schaffen? Tja, schaut wohl so aus, als da ich das kennen. Da ist eine. Haben die alle da oben, oder was? Ja, gehen wir gleich in den ersten Stock. Wir hinken hier unten eine Sicherheitskamera auf. Ist ja voll behindert. Warte, totaler Depp! So, wo haben wir? Da ist wieder eine Schachtel. Das hat jetzt überhaupt nichts gebracht. Kamera wo? Gehen wir auch nicht um mich. Schauen wir mal da. Ah, Schmarri. Da ist er auch nicht. Und runtergefallen. Ah, I'm a simple meat. I see zeigt, dass es kaputt geht. Ich spring drauf. Ja, Kamera. Sehr schön. Und auch wieder mit. Ui. Wo ist jetzt die dritte? Kamera. Ah, da. Hab die schon der Lut. Wir kommen da rauf. Werden wir schon rausfinden. Das war so wacht. Da jetzt einmal da raufspringen, dann da raufspringen, dann da raufspringen und dann springe ich wieder zurück. Dann ist es abgefallen. Klump verreckt! Weg mit dem Schund! Der Amigo schreibt, hab heute den ganzen Stream für seinen scheiß Hocken, sehr Bier. Also ich habe die Ehre Amigo. So Meister, kann ich jetzt so eine verdammte Kassetten haben? Guck mal, das hätte ich nicht gedacht, dass du das schaffst. Hier, nimm deinen Preis, du hast ihn dir verdient. Kassetten. Jawohl. So, ab ins Gewandgeschäft. Ab ins Gewandgeschäft. Wo war das Gewandgeschäft gleich wieder? Und die meiste Zeit verplempert die, weil ich nicht weiß, wo die ganze Scheiße da ist. Na, da ist nix. Müssen wir wieder runter zu, Mann. Da ist. Haben wir es schon. So, jetzt machen wir meten.
Mizi Vollsprint. Mizi Vollsprint. So. Gegenstand einführen. X. Verdammt, ich brauche Cat Jam Meme. Oh, hab ich schon gesehen. So, jetzt müssen wir irgendwie zum Blazer. Ich weiß nicht mehr, wo der Blazer war. Ich sag das, was ist. Den habe ich doch irgendwo, wo wir den drauf waren, neben der Bar. Ah, das war so. Wo ist die Bar gewesen? Die Bar war mal nicht da irgendwo hinten. Ja, schau hier. Da geht's ja gleich ganz anders. Geh, hol mir eine Arbeiterjacke und einen Arbeiterhelm. Hab ich da alles. Hervorragend, der Helm wird ausreichen. Ich brauche allerdings noch eine richtige Arbeiterjacke. Hab ich gefunden. Perfekt, die Jacke ist genau das, was wir brauchen. Ich ziehe mich jetzt an. Kannst du dich umdrehen? Was ist ein BTTV? Müsst ihr selbst spielen. Die sind klasse. Ein bisschen eng an der Taille, aber das wird schon gehen. Okay, ich springe in die Kiste und ich schleuse dich durch den Kontrollpunkt. Jawohl. Sneaky. Komm schon, spring in die Kiste. Ja, ich arbeite dran. Better Twitch TV? Was kann das? So, jetzt druckt er uns durch. Ich schwitze so unangenehm krass, das ist richtig übel. So, jetzt meine ich, unterhalten wir uns dann nochmal kurz über die Kappe. Damit keiner sagen kann, ich darf euch raten, nicht gleich alle abzuhauen, die uns haben wollen. So, und jetzt kann ich rausspringen. Ja, wann ist das letzte Mal? Vor 5 Minuten 20 Sekunden letzter Check. Also zum nächsten Checkpoint gehen wir nicht. Checkpoint? Ja gut, Checkpoint war. Wo muss ich jetzt hin? Keine Ahnung. Geht's einfach wieder. Oh! Ja, ich glaube, ich habe schon verstanden. Ich glaube, ich habe verstanden. Jetzt kommt Stealth Gaming. Jetzt dürfen wir uns nicht erwischen lassen. Das heißt, in die blauen Bereiche da eine ist ganz schlecht. Wo sieht denn der überall vorbei? Ist das ein Trick? Ja, wir kommen an ihm da hinten vorbei. Ah, hinter mir. Ja, hab schon verstanden. Schlecht! Schlecht! Ich bin schon fort. Oh, kann ich gesehen. Hat mich der jetzt gesehen oder nicht? Was haben wir da? Ich glaube, mit dem Reden ist auch eine schlechte Idee. Dann müssen wir da hin, auf der anderen Seite noch mal oder was? Ah. Also komme ich da jetzt nicht mehr um. Was ist das wieder? Wieso komme ich da jetzt nicht mehr um? Nur da um. Okay. Wann wird denn jetzt da mal gespeichert? Also deren mir die Roboter was oder deren mir nur die Wächter was? Pass so, jetzt müssen wir warten, bis das Ding einen Schatten wirft. Ah, ist das mies gemacht. Also ist gut gemacht. Stealth! Ich glaube, einen Ton werden wir keinen machen dürfen. Das ist wahrscheinlich eine schlechte Idee. Verdammt. Jetzt kommt so eine neue Spielmechanik mit diesem Stealth-Scheiß. Bis zum nächsten Checkpoint, der wir noch. Bis einmal noch gespeichert wird. Dann okay,
Okay, sie sehen den nicht sofort. Du darfst ganz kurz drin stehen bleiben. Schön gemacht im Übrigen. Von mir natürlich. Oh shit. Okay. Ah ja. Das war leicht. Haben wir schon gefunden. Weiter geht's, weiter geht's. Die Roboter deren dann nichts, nur die Wächter schreibt dann nicht Road. Dankeschön. Haben wir schon geschafft, müssen wir da noch weiter? Wahrscheinlich nicht. Oh Gott, was habe ich denn jetzt da? Ah ja. Moment einmal. Ein, aus. Was ist denn das? Verstehe ich nicht. Hä? Hä? Nicht wundern, in dem Raum ruckelt das Spur ein wenig. Das geht. Also ja, ruckelt ein bisschen, aber ist nicht schlimm. Jetzt warte mal, müssen wir mal schauen, was da überhaupt passiert. Wenn ich da drauf drücke, passiert einfach nichts. Wenn ich da drauf drücke, fährt das Teil da so oben und dann. Was kann ich mit dem Ding dann noch da? Ich teile jetzt einfach mal so. Fahren wir da her. Warum auch immer. Passiert überhaupt. Gibt's da noch irgendwas zum Drauflegen? Gibt's da noch irgendwas zum Drauflegen? Da muss doch. Also ich check schon, entweder muss das Fassel, muss ich halt da durchrollen können, dann muss aber noch ein zweiter. Was ist noch ein zweiter? Guck ich wieder rein. Aha! Mizi, viel schlau! Mizi, viel schlau! Mizi, viel schlau! So, ein und los geht's. Sehr schön! Von da. Aus. Und jetzt durch. Miau. Kriegen wir schon her. Schau her. Easy. Oh, da haben Pfosten. Was tue ich jetzt mit den Pfosten? Was tue ich jetzt mit den Pfosten? Oh, jetzt hat es ein bisschen krass geruckelt. Oh, ich hab Kaka gemacht! Ich habe Kaka gemacht! Miau! Miau! Wir haben sie! Schnell, lass es von dir verschwinden, bevor die Wächter auftauchen! Wir müssen Clementine diese Batterie zurückbringen! Okay, Gas! Miau! Wann ist gespeichert? Wann das letzte Mal? Vor 3 Minuten. Das nächste Mal, wenn gespeichert wird. Oh, schon wieder Eimer von! Ui! Oh, das hier, da sagt man das erste Mal so die Stadt von oben so ein bisschen. Miau, 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 miau. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wo wir überhaupt hin müssen. Müssen wir da wieder oben, oder wie? Abflug. Na, wo war Clementine? Ach, in der No-Stadt. Da werden wir den erst einen Checkpoint dann kriegen. Ab zum Checkpoint, Kinder. In die No-Straße. Wo war die gleich wieder? Da, oh. Schaut nicht gut aus. Schaut nicht gut aus für die No-Straße. Vielleicht muss man da außen rum. Schauen wir mal. No-Straße sagt No. Schauen wir mal, was die sagen.
Glaubst du, der Genofe hat ein Auge auf meine Vintage-Kartensammlung geworfen? Aber ich bin ja ein Miezi. Ich bin ja ein Miezi, ich kann einfach durchgehen. Mein. Miezi, schnell. Oh. Was ist mit denen? Alter, wie soll ich denn da durchkommen? Müssen wir andersrum rumlaufen. Okay. Ja. Und wie soll jetzt ich da raufkommen? This was fucking close. War da jetzt ein Checkpoint oder nicht? Ich hab nicht aufgepasst. Ich sag das. Nein, da geht's nicht auf. Ah! Ja, was tut jetzt er da? Jetzt komm ich doch nicht mehr raus, oder was? Doch. Schauen wir mal. Oh! Oh, ganz schlecht! Ganz schlecht! Ganz schlecht! Mit hinein! Die kennen ja gar nichts, was ist mit denen? Ein ins Loch! So, jetzt schmerzen wir mit der Clementine und dann ist Schluss. Ich kann nicht aufhören. Mist spät. Was ist da? Auf Hinweisstaffel schauen. Tafel. Clem! Keine Spur von Clementine. Oh, was ist das denn? Sieht aus wie eine verschlüsselte Nachricht. Wir werden Detektiv spielen müssen, um herauszufinden, was mit ihr passiert ist. Schau mal. Für B12 und die Katze. Die Antwort liegt in meinen Sachen. Und dann sind da noch 4 Symbole. Es ist mit Clementine unterschrieben. Schau mal. Ah. 9 Gegenstand errungen. So. Aber ich fürchte, jetzt pass auf, vor 40 Sekunden. Das schaut überhaupt nicht, wenn wir das beim nächsten Mal nochmal sehen. Ich sag da jetzt was. Machen Sie auf, wenn es am schönsten ist. Außer es ist das Dreckshorse und ich verreck gleich. Alter, mir rinnt, schau mal mich an, Alter. Mir rinnt überall bloß noch so sauber, ich flipp aus. Der Mike ist 5-mal krepiert. Wo? Achso, bei den Roboter-Dingen. Ja, ich hab mir eigentlich auch gedacht, dass sobald man kurz gesehen wird, dass du stirbst. Aber die schießen auf die und einfach im Kreis laufen und treffen sie offensichtlich nicht. Der Ice Cube schreit, alles gut, spiel ruhig weiter. Ein richtig feuchte Muschi. So, Kinder. Bevor jetzt wieder alle abhauen, 2 Informationen. Merci fürs Zuschauen, Bussi aufs Nussi. Like nicht vergessen, Abo, Follow, bla, der ganze Scheiße. Am Wochenende ist es soweit. Wo bin's Kappi hin? Am Wochenende ist es soweit. Caps sind da. Darum. Ich sage euch gleich vorab schon, ich habe die Information, dass bei dieser Vorerinnerung auf Bavarian Caps mehr Leute sich registriert haben, wenn wir Kappe haben werden. Nur bei Bavarian Caps, nicht bei mir. Bei mir kann man sich nicht vorregistrieren im Übrigen. Wir werden es wieder so machen, Hälfte verkauft Bavarian Caps, Hälfte verkaufe ich. Geht's auf die Bavarian Caps Seiten. Pass auf, ich hab da kommt jetzt der Link in den Chat hinein. Da ist ein gelber Button. Benachrichtigen, wenn das Produkt wieder verfügbar ist. Dann kriegt ihr eine E-Mail. Okay? Ich weiß nicht, wie ich das sonst fair machen soll. Wenn man den Leuten schon sagen, die ganze Zeit registriert euch da, dann kriegt ihr eine Erinnerung und so weiter und die sollen es dann auch als erstes mitkriegen. Ist in Ordnung. Beim nächsten Mal werde ich das nicht mehr so machen, weil da, ich sag's jetzt auch ganz offen und ehrlich, da hat Bavarian Caps einfach einen massiven Vorteil gegen mir gegenüber. Ganz einfach. Die haben jetzt da was weiß ich wie viele Registrierungen, die habe ich nicht. Und die in einer Kappe erscheint früher als bei mir kommt es aber kurz drauf. Da rede ich von Stunden. Ja? Also wenn es bei denen ausgehen soll, dann gibt es bei mir. Und wenn es nicht sogar zeitgleich kommen. Ja, online gehen werden es wahrscheinlich sogar gleichzeitig. Aber mein Video, das halt Leute erfahren so, hey, es ist online, das kommt später. Das heißt also, es wird es bei mir wieder dort geben, birgerware.de/cap.
Dann wirst du in meinen eigenen, von mir geführten Mini-Online-Shop geführt. Da kannst du es direkt bei mir kaufen. Du kriegst wieder eine Autogrammkarten dazu. Du kriegst aber auch eine bei Bavarian Caps dazu. Aber natürlich freue ich mich auch, wenn du es bei mir kaufst. Weißt du was es ist. So ungefähr wird es laufen. Ich sage da auch ungefähr wann. Entweder am Freitag, am Samstag oder am Sonntag. Wobei der Sonntag der unwahrscheinlichste Tag ist. Ja, dann ist Bavarian Caps wahrscheinlich wieder ein bisschen schneller wie ich mit dem Verschicken. Ich meine, ich bin auch bloß eine Ein-Mann-Person. Ich bin daheim nicht angekriegt für einen Versand von x Backerl. Das wäre dann wahrscheinlich, die Backerl werden ausgehen Montag, Dienstag, also Montag frühestens, Dienstag normal, dann sind sie am Mittwoch, Donnerstag, Freitag bei euch. Aller spätestens gingen die Backerl am Mittwoch aussehen. Von mir rede ich jetzt, ja? Nicht von Bavarian Caps. Wie die das machen, ja gut, ist mir auch nicht ganz wurscht, aber die haben natürlich ein bisschen schneller wie ich. Die Bavarian Caps können keine Bestellungen entgegennehmen, weil der Server zusammenbricht. Ich weiß nicht. Ich sag das, was ist. Ich weiß auch nicht, wie ich das fair gestalten soll. Ich höre halt jetzt schon wieder die Leute umeinander bägerzen. Oh, ich hab's nicht mitgekriegt und sonst was. Ich meine, was soll ich machen? Was soll ich denn machen? Wir haben ja noch nicht mal, das ist ja das Absurde, wir haben ja noch nicht mal richtig Werbung gemacht. Ich habe damals ein Video gemacht, da habe ich es erwähnt am Schluss. Dass das dann so macht und völlig aus dem Ruder läuft, habe ich auch nicht wissen können. Wir haben dann welche nachbestellt vor 2,5 Monaten. Und aufgrund einer Stückzahl, wie viele Leute sie da in diese Erinnerung eingetragen haben, da habe ich euch darum gebeten. Anhand dementsprechend haben wir mir wieder Kapi bestellt, ein bisschen mehr. Und in den letzten 2,5 Monaten haben sie da halt wieder mehrere Leute registriert, obwohl ich nicht darauf hingewiesen habe. Ja, jetzt laut den Vorregistrierungen haben wir mir zu wenig Caps. Ich mag jetzt sagen, das ist, nochmal, es ist keine künstliche Verknappung von dem Kapi. Es hat nichts damit zu tun. Ich habe euch versprochen, jeder, der eins haben will, der kriegt eins. Dann bestellen wir nochmal welche. So lange, bis jeder von euch eins hat und bis einmal ein paar übrig bleiben. Damit die endlich einmal von Bavarian Caps regulär beworben werden können und vielleicht auch von mir einmal nochmal in alle meine Plattformen und nicht bloß in irgendeinem Video, in irgendeinem Eck, in einem 9-Minuten-Video in der 8 Minuten. Ja. Und beim nächsten Mal machen wir das eventuell mit Vorbestellungen. Ja. Genau. Da ist allerdings natürlich schwierig, wie wir das dann aufteilen. Ich meine, wie soll man das machen, dass die eine Hälfte Vorbestellungen bei mir kommen, die andere Vorbestellungshälfte bei Bavarian Caps. Wenn ich sage, bestellt es bitte vor bei mir, dann wird es halt wahrscheinlich auch bei mir vorbestellen und nicht bei Bavarian Caps. Ja, also keine Ahnung. Jeder bestellt einfach 2. Dürfte man sich sein Cap auch direkt bei dir abholen? Bin aus Plattling. Nein. Also ich mag keine Leute bei mir da im Haus haben, die sich das Cap abholen. Ich hoffe, das ist einigermaßen verständlich. Alles über Bavarian Caps machen. Herr Selbstspieler, ja, das ist richtig, aber ich sag das jetzt, ich bin jetzt da einfach so direkt offen und ehrlich, dann ist er der Einzige, der da irgendwas verdient damit, der Bavarian Caps, und für das verkaufe ich meinen Namen nicht wie ein Nutten. Ich hoffe, das ist einigermaßen verständlich. Dann bringt es vorbei. Es wird erst reichen, wenn jeder niederbayerische Haushalt mindestens 2 Caps hat. Mindestens! Mr. MRC, das haben sie, richtig. Egal. Ich hoffe, das nimmt mir auch keiner übel. Ja? Dass ich das jetzt gerade gesagt habe. Vor allem auch Bavarian Caps. Das sage ich aber meinen Ansprechpartnern dort direkt auch. Nein, das machen wir bestimmt nicht alles über euch. Weil für so ein Mini-Futsal, mit dem lasse ich mich dann halt nicht abspeisen. Für das, dass ihr 850.000 Caps verkauft. Ich habe schon gesagt, ich mache das nicht wegen dem Geld da, aber komplett verarschen lasse ich mich halt auch nicht. Manche probieren halt immer, gell? Bürger Bitches! So viel dazu. Am Wochenende kommen's. Nochmal, geht's auf den Link, geht's auf Bavarian Cap Seiten, sucht's nach Bürger oder nehmt direkt den Link her, registriert euch für die Benachrichtigung. Vielleicht kommt's am Samstagvormittag. Was? Ich muss schnell so viel husten. So. Die Miezi-Ohren stehen da richtig gut. Rottaler, das weiß ich schon. Deswegen habe ich es mir auch verpickt. Wenn ich mir einen Pimmel aufs Hirn verpickt, da steht mir auch gut. Raiden! Oh Gott, die habe ich übersehen, es tut mir leid. Jetzt ist es offiziell, TikTok wird die Menschheit durch zu viel Müll aus. Zuerst schaltet das Hirn aus und dann macht es die Welt kaputt. Das mich nicht wundern. So!
Beim nächsten Mal einfach eine Umfrage im Chat vielleicht. Herr Schwarz, was meinst du damit? Was für Umfrage? Der YouTube-Chat hängt wirklich manchmal so krass mit dem Time-Delay hinten nach, dass ich nicht mehr weiß, teilweise über Minuten, dass ich nicht mehr weiß, was du jetzt gerade meinen kannst. Der Brauerstadi schreibt, dachte ich mir, würde auch nicht jeden Deppen da haben. Da haben wir schon öfter drüber geredet. Ich meine, das hoffe ich ist nur einigermaßen verständlich, wenn ich sage, nein, ich mag da keine fremden Leute haben. Nein, ich mag keine Fanboys vor der Haustür haben. Nein, Privatsphäre und so ein Scheiß. Und, ja. Da, YouTube-Chat ist lost. Mit der Selbstspieler hast du absolut recht. Der Twitch-Chat ist einigermaßen auf der Höhe. Aber auch so 5 bis 10 Sekunden hinten nachher habe ich manchmal so das Gefühl. Die haben dann auch wieder in einer Minute weg. Mich stört das, weiß ich nicht, wie lange das mit dauert. Ja, also ich meine, das habe ich letztes Mal schon gesagt, 50-50. Natürlich hoffe ich auf der einen Seite, sie sind weg. Ja, das ist ja nur gut für mich. Und auf der anderen Seite tut es mir natürlich leid für die keins kriegt oder wieder keins kriegen, aber was soll man halt machen? Ich versprich es euch, jeder, der uns haben will, kriegt uns. Nochmal. Habe ich jemals irgendwas da in diese scheiß Kamera versprochen und dann nicht gehalten? Ich glaube nicht. Kriegen wir schon hin. Okay? Dauert halt dann ein wenig. Drachenlord 2.0, wenn sie es bei dir. Ja, es gibt jetzt einen Cap-Verkauf im Hof. Ja, genau, dann gibt es genau 5 Minuten. Dann ist sowas von Achterbahn, das bloß noch raucht. Gute Nacht, LG aus Steiermark. Samstag auf die Nacht, Festel. Herr Chaosmeister, wünsche Ihnen viel Spaß, hauen Sie rein. Was soll man machen? Handpanzer fahren, richtig. Ja, wenn gar nichts mehr geht, erst mal ein Handpanzer einhauen. Drohtalerin schreibt, Privatsphäre muss man akzeptieren, ich tat das auch nicht mit. Ich glaube, das tat keiner mit. Ich akzeptiere es, wenn ich unterwegs bin, mir reden Leute, das gehört dazu. Letzte Woche war ich in Minge, Donnerstag. Wo ich ins Hofbräuhaus gehe, war das Zugang wie die Hölle, dann waren wir im Hard Rock Café mit 2 Spätzchen. Hat mich eingekannt, im Bahnhof. Aber die Bürger, überhaupt kein Stress, einfach weitergegangen, ole, passt, lol. Wundert mich in Minge. Oder Minge ist sicher eine Freakshow. Ich war schon so lange nicht mehr in Minge. Habe mir das 9-Euro-Ticket getestet. Und ich mir denke, scheiße, ist Minge eine Freakshow. Der einfach schreibt, wann kommt wieder Subnautica? Subnautica kommt am Mittwoch um 20 Uhr. Und wahrscheinlich dann aber für das letzte Mal für diese Saison. Vielleicht kommt es mal nach der Sommerpause mit Nummer. Ich weiß jetzt auch nicht. Vielleicht spiele ich es aber auch in der Sommerpause einfach selber fertig. Nächsten Montag finalisieren wir Stray. Der wird mal fertig werden. Was sagt der YBO? Wenn er noch da ist, keine Ahnung. Werden wir da noch fertig? Ich weiß nicht. Der Knossi mag das. Was mag der Knossi? Pimmel auf dem Hirn. Im Drachen hat jetzt Runde 3 begonnen in der neuen Bude, haben sie ihn schon gefunden, ich weiß. Aber sie haben aber auch sein PC und sein Handy beschlagnahmt. Ich sag das, was ist, das Drachengame wird langsam ein bisschen peinlich. Vor allem für alle diese sogenannten Super Samariter-Hater mit ihren Comment-Kanäle und so weiter, die alle gesagt haben, sie hören auf, wenn er Ruhe ist. Und jetzt ist eigentlich eine Ruhe. Ja? Es ist so kurz davor, dass einen Herrn Lard nicht mehr gibt. Und trotzdem rotzen soll er einen scheiß unwichtigen Scheiß-Comment-Videos außer. Ja, mei, da kicken halt einmal die 1 bis 1,5 Millionen Klicks und dann hörst du nicht mehr so schnell auf. Aber sie geben es nicht zu. Da wird langsam wie lästig. Was diese ganze Haterschaft, oder mir geht es gar nicht um die Haterschaft, die darf schon existieren, aber um die Leute, die mit seinem Met Klicks generieren. Das wird langsam lächerlich. Er produziert nämlich kein Met mehr. Er produziert keines mehr. Und diese eine Viertelstunde, halbe Stunde Video machen aus einem 20 Sekunden Zitat vom fetten Lard ist einfach nur lächerlich. Da geht es um nichts anderes als um Klickgeilheit und so weiter. Und da kann sich ja keiner mehr ausschmatzen. Und bin ich so gespannt, ob die ganzen üblichen Verdächtigen ob sie eine Scheißkanäle zumachen, wenn der Lard weg ist. Und wenn die ja nur so ein Futsal auf seinem Rechner finden, den sie übrigens beschlagnahmt haben, dann ist er weg. Und wenn dann eine Ruhe ist, dann heute mal. Aber sie machen weiter, gib wieder Brief und Siegel. Gib wieder Brief und Siegel. Was meinst du, was der Kohle verdient? Was der totaler Volldepp, aber ja. Kennst du Below Zero? Ja, kenn ich.
Ich verstehe nichts, habe die Ref nicht. Ja, brauchst du nicht. Um Gottes Willen, befasst euch niemals mit diesem sogenannten Game. Der ist nicht. Ich habe zu viel Zeit damit verbracht. Ganz schlecht. Ja, ich sag jetzt einmal, es ist mit Sicherheit ein großer Teil noch da, der weiß, von was ich rede. Wer weiß, von was ich rede, hat einen im Chat. Fuck, jetzt habe ich da nichts mehr zum Drin und jetzt wird es wirklich blutig heiß da. Jetzt muss ich mir das Spey ausmachen. Dann hier vielleicht Grafikkarten ein bisschen laufen mal. By the way, wer ist Lard? Mr. Glatzo BP, ich werde es nicht genauer erklären, seid froh drum, dass ich es euch nicht erkläre. 1, 1, 1, 2, 1, 1. Okay, auf Twitch sind ein paar dabei. Hab's wegen dir bisher nicht angeschaut. Flugbison, alles richtig gemacht. Der Chicky Leg, zu deutsch für mich. Mr. Chicky Leg, welche Nationalität bist du? Das Drachen-Game steigt im August im Furt im Wald. Ja, ich hoff's. Und dann ist er Ruhe endlich, weil langsam wird's auch langweilig. Ich glaube, ich ziehe mir. Jetzt kommt YouTube hinten noch. Da merkst du richtig, wie lange das dauert. Ja, okay. Also, viele wissen schon, von was ich schmerz. Naja. Ich bin froh, dass ich mich rausgehalten habe. Ich sage das ganz ehrlich, ich bin sehr froh, dass ich das Kruzifix über dieses Thema bleiben lassen habe. Bin ich sehr froh drüber. Also da haben sicher nicht Spackos dabei. Da sind sicher nicht Mongos dabei. Das ist unglaublich. Die wirklich die allerletzten sind, die sich über sich in die anderen Spackos lustig machen sollten. Das ist so übel. Ja. Haben aber ein paar gute Sachen dabei. Muss man auch lassen. Die waren ganz besonders, waren sehr unterhaltsam. Ich meine, ich habe mich auch lange genug damit befasst. Aber das Game gibt nichts mehr her. Es gibt kein Met mehr. Es ist langweilig. Es ist. Naja. So! Leider ist es 5 nach halb 11. Was ich euch sage? Bussi aufs Nussi, merci fürs Zuschauen. Jetzt schleichen wir uns. Da herin ist so unerträglich heiß, ich muss jetzt das Fenster aufreißen und hoffe, dass draußen pisst hat und endlich kühler ist. Leute, danke schön fürs Zuschauen. Ich hoffe, Sie hatten Spaß. Stray ist ein unfassbar gutes Spiel, so schnell kann es gehen, dass ein Indie-Entwickler ein Spiel macht, das erstens mir vergisst man das unter den Boden einfallen. Den Bugheit, den vergisst man. Es ist ein wunderschönes Spiel mit einer Detailverliebtheit. Und die zweite Stadt, die erste Stadt hat schon ein besseres Cyberpunk-Feeling als die erste. Aber die zweite Stadt, wo wir jetzt da gerade rausgekommen sind, die schaut besser aus, die fühlt sich besser an und die hört sich besser an als Cyberpunk selbst. Als Night City in Cyberpunk. Wobei ich das auch schon Ewigkeiten nicht mehr gespielt habe. Das ist auch sowas. Vielleicht packe ich das in der Sommerpause mal wieder aus. Das gehört eigentlich auch mal durchgespielt. Komm ich nicht Gamer aufs Hirn aufgepflanzt und habe Cyberpunk nicht gespielt. Oder zumindest einmal durchgespielt. Egal wie beschissen das war. Mittlerweile soll es ja ganz gut spielbar sein. Weiß nicht. Naja, so schnell kann es gehen. Bin ich richtig froh drum, dass das genau richtig vor der Sommerpause noch gekommen ist. Die startet übrigens am Mittwoch in einer Woche. Ist mein letzter Stream. Dann bin ich 4 Wochen weg. Und dann bin ich am Montag, am 5. September wieder da. In der Zwischenzeit erscheint mein Podcast am 7. August. Ist auch nicht mehr lang hin. Da bin ich sehr gespannt, was da sagt. Da kommt aber auch noch ein kleines Video dazu. Es kommt ein kurzes Video zu die Capin. Sie kommen am Wochenende nochmal. Ich habe es euch gesagt, die ersten Leute im Discord kriegen es mit. Mehr sage ich jetzt da nicht mehr dazu. Und die am zweitfrühesten kriegst du es im Stream mit. Und dann kommt ein kurzes Video und dann wisst ihr Bescheid. So, und jetzt schleicht es euch. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, Sie hatten Spaß. Falls ja, war es mir eine Ehre, Sie belustigen zu dürfen. Ich wünsche Ihnen eine wunderschöne gute Nacht und vielen Dank für die ganzen Donations. Vielen Dank an die ganzen neuen Mitglieder. Da waren, glaube ich, auch ein Stück 2, ein Stück 3 dabei. Und jetzt würde ich sagen, schleichen Sie ins Bett ein. Hobby! Triple F für die Moderatoren. Wenn ihr mitmacht, schlägt eine kleine Katz. Und niemals vergessen, Hashtag Strapse, Hashtag 800% Zusatzwert, Hashtag, was war das letzte? Das habe ich schon wieder vergessen. Ich vergesse immer eins. Ist ab jetzt einfach easy. Und jetzt Schluss damit. Und Mittwoch, 20 Uhr, sehen wir uns wieder mit Subnautica und jetzt schleicht es euch. Ich muss jetzt duschen, weil sonst verrecke ich. Habe!